Genau, ich auch. Ah, dann lernen wir uns mal Das war persönlich kennen. Dann endlich mal auch in Real Life. Ne? 3 Minuten noch. Der Livestream ist gestartet, weil ich gesagt habe, wir machen heute ein bisschen Musik dazu. Du siehst mich und ich sehe dich. Genau. Und wir sehen uns auch noch selber. Und das ist ja Wahnsinn. Irgendwie so spooky. Erst bitte auf den Tisch holen und dann machen wir. Ah, okay. Servus, Gemeinde. Dirigier mal. Ein Traum. Perfekt, super. Punktlandung, das war's. Wunderbar, einen wunderschönen guten Morgen. Servus beieinander. Wir sind heute, also Kitsch Bayern ist, also besser geht's nicht mehr, oder? Einen wunderschönen blauen Himmel. Wir dürfen heute draußen sitzen. Wir sitzen bei Norris Network hier in Aschheim und haben hier, was heißt wir? Norris hat hier aufgefahren, oder? Fast schon Bierzelt, gell, wenn man das so anschaut. Ja, wir haben schon so ein bisschen Bierzeltgefühl. Ja, das ist riesig. Blauer Himmel, Sonne scheint, warm ist. Also na, warm ist noch nicht so richtig, aber es wird schon, glaube ich. Ja, so ein bisschen geht es dann mit dem Trinken. Genau, da trinken wir erstmal Prost. Also, guten Morgen, Andi. Prost, die Gemeinschaft. So, wunderbar. Wie war es denn gestern für dich? Wir waren ja gestern am Nockerberg noch. Ja, und haben war großartig. War wirklich wieder eine super interessante Runde. Gute Gespräche, viel Inspiration, wieder was dazugelernt. Also, ja. Man merkt, dass natürlich dass der Wahlkampf im Gang ist und dass am Sonntag Wahlen sind. Das werden wir wahrscheinlich heute auch ein bisschen spüren, weil wir haben ja auch wieder Gäste aus der Politik dabei. Aber es ist ja, glaube ich, für uns alle auch spannend, was da jetzt so passieren wird, insbesondere am Sonntag. Und Sonntagabend ist dann Gott sei Dank mal die gewiesen Pause und da schauen wir uns mal wahrscheinlich die Wahlergebnisse an. Ja, da bin ich aber auch gespannt, wie es da weitergeht. Aber da werden wir jetzt dann gleich mehr dazu vielleicht auch erfahren. Was für mich gestern spannend war, das war der Staatsminister für Justiz, der Georg Eisenreich, der ja bei uns mit dabei war. Und obwohl Wahlkampf ist, hat er gar nicht so laut getrommelt, oder? Ja, also für als Minister hast du immer ein bisschen die Rolle natürlich auch nicht ganz so im Wahlkampfmodus sozusagen die Parteipolitik rauszukehren. Das gehört sich einfach nicht als Minister, weil du bist ja Minister für alle Menschen sozusagen, in dem Fall im Freistaat, und da ist man nicht vorderrangig parteipolitisch unterwegs. Das ist einfach so eine vielleicht kein geschriebenes Gesetz, aber es gehört sich einfach nicht. Und außerdem ist es natürlich auch kein Wahlkampf für die bayerische Staatsregierung oder für den bayerischen Landtag, sondern den Bundestag. Und dann ist er natürlich gefordert, ich will ihn da gar nichts unterstellen, aber natürlich nicht selbst in der Bütze sozusagen. Ja, weil natürlich andere Menschen, die Gäste, die wir gleich noch begrüßen werden, natürlich der Wahlkampf wesentlich wichtiger ist. Der Klassiker, der Franz, der hat wieder rausgehauen, wie wir ihn kennen und lieben. Franz-Georg Strauß sagt zwar von sich selber, er sei kein politischer Mensch, aber das ist natürlich glatt gelogen, weil er ist ein wahnsinnig politischer Mensch. Was ich immer bewundere, ist immer so ein bisschen ruhig, drängt sich nie in den Vordergrund, aber dann, wenn er bittet, mal was zu sagen, was da an Tiefgründigkeit und an Expertise, an Wissen rüberkommt, das ist immer wieder begeisternd und deswegen sitze ich wahnsinnig gerne mit ihm zusammen und rede mit ihm, diskutiere mit ihm. Bin immer wieder mundoffen und sage, wow, Franz, du hast es drauf. Finde ich auch. Hat total Spaß gemacht gestern die Runde. Wer es nachschauen will, auf unseren YouTube-Kanälen bei German Mittelstand oder auch hier auf dem Norris Network-Kanal kann man die Videos und der letzten Sendungen sozusagen auch nochmal nachschauen. Heute haben wir das Thema ja ein bisschen
Richtung Kommunikation. Also wir hatten gestern auch eigentlich ein Thema, ging aber in eine ganz andere Richtung ganz zum Schluss, was ich eigentlich schön finde. Das hat ja eigentlich, das ist der Sinn bei so einem Stammtisch. Ja. Und heute haben wir das Thema Kommunikation und haben uns dazu auch ein paar Gäste eingeladen. Ich würde ganz gerne vielleicht den Philipp als erstes mal begrüßen. Das macht Sinn, oder? Philipp Schiede, Medienmensch. Medienmensch, deswegen holen wir dich als erstes. Philipp, darf ich dich bitten, mit Glas, darfst gerne zu uns kommen in die Runde. Wunderbar. Ich sehe auch gerade, der Dieter Janicek kommt jetzt auch gleich noch dazu. Ah, super. Hat sich schon eingewählt, lieber Dieter, falls du uns schon Morgen. hörst. Schönen guten Morgen, lieber Dieter. Wir holen dich gleich in unser Gespräch rein. Wir haben gerade die Gesprächsrunde hier am Laufen. Du bist ja heute sehr geblümt sozusagen. Ja, ich hätte auch gerne Weißbier, aber das ist momentan noch nicht möglich. Ich muss bis Sonntag warten. Zumindest sonntags. Alles klar. Danke dir. Also vorerst nochmal an die Kollegen auch bitte hier die Mikrofone erstmal stillschalten. Wir machen dann entsprechend bekannt, wenn wir wieder von euch ein Thema brauchen. Wunderbar. Philipp, schön, dass du da bist. Servus. Hallo Werner. Was gibt's Neues in der Medienlandschaft? Es gibt viele Neuigkeiten. Wir bereiten gerade unsere Oktoberausgabe vor und da wird ein Hochdruck gearbeitet. Ja, und ganz großes Thema in diesem Heft: Security, Sicherheit, ganzheitliche Sicherheit für mittelständische und große Unternehmen. Nach wie vor eins der Top-Themen und wird uns auch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre begleitet. Ne? Ja, Security ist immer ein Thema, hatten wir am Montag auch in unserer Runde, auch eine sehr spannende Runde. Also irgendwie, die letzten Tage waren alle hervorragend, jetzt fast gefragt. Aber nö, stimmt doch, oder? Absolut. Ich habe den Montag jetzt geschwänzt. Ja, aber du hast ja intensiv über den Stream zugeschaut. Natürlich, selbstverständlich. Also, lass mich jetzt auch abfragen, ich kann das sicherlich alles Genau. wiedergeben. Und, Wort für Wort. Bitte den Fragebogen für den Herrn Kett. Ja, ich werde auf jeden Fall auch noch die eine oder andere Folge der Digiwiesen mir im Stream anschauen, weil ich schaue es auch nicht immer, Ja, das ist live dabei zu sein, aber ein hochinteressantes Format und ich bin natürlich begeistert. Insbesondere, dass es jetzt schon heute der 2. Präsenztermin innerhalb einer Woche ist. Ja, Das ist vollkommen unnatürlich. Es gibt natürlich die Gelegenheit, dass alle unsere Gäste geimpft, genesen oder Genau. getestet sind. Genau. Ich habe auch gerade schon erlebt, dass hier wirklich gefragt wird. Und also Ja. Security ist ist auch hier da. vorne eine Und wer- Teststelle, wer- also man kann sich ja es ist eine testen Teststelle lassen. da, wer kein Test dabei hat, wird live getestet. Also wir sind hier safe. Morris ist auch hier wieder Ja. Vorreiter. Also erstmal mal zum Prost. Wohl. Prost. Prost, Gesundheit. Prost, die Herrschaften. Prost. Und es ist halt einfach so, Präsenztermine hängen ja auch direkt mit Kommunikation zusammen. Und es ist zwar schön, ja, per Telefon, per E-Mail, was ja in der Zwischenzeit das meist genutzte Medium der Kommunikation ist. Ja. Aber Präsenz ist halt von Mensch zu Mensch was anderes. Ja. Absolut, absolut. Aber wenn man jetzt schon mal so ein Medienmenschen, du bist ja ein Verlag, bringst eine Zeitschrift raus, die traditionell sozusagen noch sogar auf Papier, also du lässt Bäume dafür sterben, sozusagen, wenn man es bösartig betrachten wollen würde, machen wir natürlich nicht. Aber das ist ja auch eine Form von Kommunikation, weil man ja Informationen weitergibt, Inspiration weitergibt, eine Form der Kommunikation. Spürst du denn aufgrund vielleicht Corona oder einfach durch den Zeitgeist Digitalisierung, wie hat sich denn deine Branche, dein Lebensalltag als Kommunikator sozusagen auch verändert? Vielleicht auch die Art und Weise, wie das Heft erstellt wird, die Redakteure geführt werden, alle diese Themen sind da spannend. Also für uns war das überhaupt nie ein Thema gewesen, weil wir arbeiten seit circa 15 Jahren digital. Ja? Also deswegen war die Umstellung für uns nicht so groß. Vom Anfang bis zum Endprodukt sind circa 95% der Produktion des Heftes digital. Ja, das geht über E-Mail, Daten, PDF, Freigaben und so weiter. Also das erste analoge Produkt ist der sogenannte Proof, der von der Druckerei dann mir oder dem Albert, dem Chefredakteur, zur Freigabe gegeben wird. Und da wird dann unterschrieben, es ist alles in Ordnung, damit auch ja kein Fehler dabei ist, weil der da unterschreibt, der haftet. Ne? Ja, was ist passiert in den letzten Jahren? Gerade im Zeitschriftengeschäft wahnsinnig viel. Und für uns war
das alles nicht so schlimm, auch die letzten 1,5 Jahre. Wir haben sogar keine Abwächse gehabt, sondern Zuwächse. Und wir haben aber auch nicht das Problem gehabt, jetzt schnell irgendwas digital, ein E-Paper zu machen, weil wir schon alles gehabt haben. Ja? Andere große Verlage, ich nenne jetzt keine Namen, die haben es einfach verpennt. Ja? Nicht nur in der IT, wo ich tätig bin, sondern auch im Consumer-Bereich oder im Tageszeitungsbereich. Nicht umsonst gibt es Portale für Autos, Immobilien und so weiter, die nicht aus den Verlagen entstanden sind. Ja. Ein ganz wichtiges Thema. Und wir erinnern uns an eine Süddeutsche vom Wochenende, wie dick die mal war. Welchen Umfang sie heute hat. Ja. Das ist natürlich ganz brutal. Und die Beilage dann mittlerweile, oder das Beigelegte mittlerweile dicker ist als die Zeitung. Ja. Aber wir schreiten mal vor, ich würde mal sagen, wir holen gleich noch den nächsten Gast dazu. Wen hättest du heute gern? Weil wenn wir jetzt gerade über Kommunikation sprechen, damit wir nicht zu schnell in die Politik einsteigen, ja? Vielleicht den Chef hier von Aldi? Den Florian Schulbeck? Ja? Genau. Lieber Florian Schulbeck, darf ich dich zu uns bitten? Du weißt nur gar nichts von deinem Glück, aber du wirst heute geduzt, weil auf der Wiesn gibt es Cassis. Wurscht. Ist mir wurscht. Das ist mir wurscht, das ist ein guter Einstieg. Ich komme aus München und bin mit den Gepflogenheiten dieses Volksfestes durchaus vertraut. Sehr schön. Fantastisch. Schön, dass du da bist. Danke dir. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und wir haben ein tolles Surrounding heute geschaffen und genießen die Nahrung sozusagen, die uns da zur Verfügung gestellt wird, die nicht von Aldi kommt. Heute, ausnahmsweise. Das ist ein Fehler, aber wir werden schon wissen, was du machst. Nein, du bist bei Aldi Nord. Ja, genau. Du bist der Kommunikationschef, Leiter, wie man es auch immer nennen will. Oder wie nennst du dich selber? Managing Director Communications and Public Affairs. Okay. Oder Excel Sheet Input Output Export. früher hätte man gesagt Unternehmenssprecher. Aber okay, das ist, jetzt verstehe ich auch das Wording langsam. Unternehmenssprecher, ich finde das ja total spannend. Also überhaupt für Unternehmen Aussagen zu treffen. Ist ja, glaube ich, ähnlich wie bei der Politik, was wir dann auch noch hören werden, ja total schwierig, die richtige Wortwahl zu finden, trotzdem eine klare Aussage zu treffen. Ja, weiß gar nicht, ob das so schwierig ist. Also klar ist das, was wir sagen oder auch den Medien weitergeben über Zitate, hat das Gewicht. Und wenn du für so eine Marke arbeitest wie Aldi, die neben BMW und Siemens mit zu den bekanntesten deutschen Marken gehört, gehört zu Deutschland einfach dazu, ist, glaube ich, die Aufgabe für uns Kommunikatoren schon, das hat viel mit Verantwortung zu tun, weil wir handeln natürlich im Sinne des Unternehmens. Die zweite Frage ist immer, was hast du für eine Haltung dahinter? Also Aldi ist von seinen Gründungsvätern her, da geht es sehr viel um das Wort Redlichkeit. Wenn ich meine Söhne heute sage, das sind 16 und 18, was ist eine Redlichkeit, dann zucken die wahrscheinlich mit den Schultern. Aber das haben uns unsere Gründungsväter auf die Fahne geschrieben, redlich zu handeln. Was heißt das eigentlich für eine Kommunikation? Du erzählst keinen Schmarrn, du lügst nicht, du machst keine. Wir kommunizieren zum Wohle des Unternehmens, aber wir machen keinen, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen machen wir kein PR-Blabla. Das machen wir nicht. Und wir sagen auch ganz ehrlich, wann wir nichts sagen. Und werfen dann keine Worthülsen. Und das meine ich mit Haltung. Und ich glaube, wenn man diese Haltung hat, auch in schwierigen Zeiten, machen wir ein Beispiel, seit 1,5 Jahren stehen wir massiv in der Politik, in den Medien, bei Landwirten, in der Diskussion ins Feuer über die Zukunft der Landwirtschaft. Da muss man halt auch mal ehrlich sagen, ja, wir können euer Problem nicht lösen. Ja, dafür gibt es keinen Applaus, aber das muss man dann halt auch aushalten. Kommunikation ist nicht nur die schönen, guten, netten Sachen, sondern man muss auch nur sagen, wie es ist. Das muss man aushalten, auch als Unternehmen. Auch übrigens als Menschen in meiner Position in allen Unternehmen. Okay. Zur Klarstellung, Unternehmenskommunikation, trennt ihr bei Aldi auch Unternehmenskommunikation und die Marketingkommunikation? Oder ist ja, im Prinzip schon. Wir haben als Discounter hast du natürlich eine extrem getriebene Angebotskommunikation, also Marketing. Ja, ob das Faltblatt ist, was jede Woche rauskommt. Die berühmte Schweinebauchwerbung. Genau, wobei so viel Schweinebauch ist ja dann immer drin, weil wenn wir für Schweinebauch werben, dann fahren Landwirte los und blockieren unsere Lager. Nein, also Spaß beiseite, das ist das Blattl, sage ich jetzt mal auf Bayerisch, was jede Woche als Einleger dabei ist. Das ist natürlich inzwischen viel Digitales und das ist sehr angebotsgetrieben. Was ich mache, ist klassische Medienarbeit und natürlich
auch wieder ein wunderbares Wort für eine Wiesen Stakeholder Management. Das heißt, wie gehen wir mit NGOs um? Wie sprechen wir mit der Politik? Wie sprechen wir mit Interessengruppen, anderen Interessengruppen, sei es bei einem großen Neubauprojekt, sprichst du dann lokal mit der Bürgervereinigung, also diese ganze Bandbreite, die eigentlich weg ist von der klassischen Angebotskommunikation. Dann bist du jemand, ich darf das so provozierend sagen, den einen, und ich meine das überhaupt nicht negativ, aber den man als Lobbyist dann auch, also der gehört auch der Bereich, also die Beeinflussung der Politik und der öffentlichen Meinung gehört ja dazu. Das ist, was man also das ist bei uns eine relativ, Kontakte mit der Politik oder Dialog mit der Politik ist bei uns eine relativ junge Disziplin. Aldi hat ja, sage ich mal, die letzten 40 Jahre relativ wenig kommuniziert. Wir haben erst vor 2-3 Jahren im Prinzip gezielt mit Public Affairs angefangen. Wir haben da auch nicht viel im Vergleich zu anderen Branchen. Wenn du Auto, Pharma nimmst, ist das vergleichbar klein, was wir tun. Und wir legen wahnsinnig Wert darauf, dass wir kein Lobbyismus machen. Wir machen keine, weil wir nicht beeinflussen. Wir wollen im Dialog, wir wollen dialogfähig sein. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, die Zeiten des nur Sendens ist vorbei. Du musst auch zuhören, um zu verstehen, zuhören. Und wenn du als Aldi, als Marke, Aldi ist ja eine Marke, die in der Gesellschaft ist. Du kannst nicht Teil einer Gesellschaft sein, wenn du nicht dialogfähig bist. Und wir machen keinen Lobbyismus. Lobbyismus, da riecht es ja gleich ein bisschen. Du hast es ja auch schon in deiner Anmodation. Jetzt bin ich wieder bei der Redlichkeit. Lobbyismus ist aus unserer Sicht nicht redlich. Aber mit der Politik, ich bleibe jetzt mal bei der Landwirtschaft. Seit 1,5 Jahren stehen wir intensiv mit der Politik in den Austausch, weil wir glauben, dass du dieses ganze komplexe Thema der Landwirtschaft nur mit der Politik löst. Wenn man sich da über Medien unterhält, dann geht es schief. Dann muss man halt mal bei einer Bundesministerin oder bei einer Landesministerin auch anrufen und sagen, wie wäre es, wenn wir uns mal unterhalten und mal uns austauschen, was treibt die Politik, was treibt uns. Das ist für mich kein Lobbyismus. Ich glaube, da müsste man tiefer reinsteigen, Lobbyismus definieren, aber das brauchen wir jetzt gar nicht machen, weil also wir ja auch als Mittelstand im Grunde sagen, wir brauchen eine stärkere Stimme, wir brauchen eigentlich mehr Lobbying sozusagen, im Sinne von in die Lobby reingehen, mit Politikern sprechen, in Dialog gehen, um ihnen unsere Themen rüberzubringen, klarzumachen. Und insofern ist es einfach, glaube ich, eher eine Frage, wie man es definiert. Ich gebe dir vollkommen recht, dass natürlich der Begriff der riecht ein bisschen, aber wenn man die reine Definition nimmt, ist es an sich vollkommen okay, aber das ist jetzt unser Thema. Bevor wir jetzt weiter in die Diskussion einsteigen, würde ich gleich den nächsten Gast dazu holen, nämlich den Andi Lenz. Das ist Mitglied des Bundestages, und wenn wir schon über Politik und Lobbyismus auch gesprochen haben, müssen wir natürlich auch mal dich hören. Vorsicht mit dem Kabel, sorry, aber wir sind hier ein bisschen verkabelt hier insgesamt. Rutscht es mal ein bisschen auf, ruhig. Geht schon. Wir sind alle geimpft, getestet und sonstige Geschichten. Andi, schön, dass du da bist. Jetzt trinken wir erstmal. Stoßt mit mir an. Ja, sowieso. Auf die Digiwiesen. Prost bitte. Der typische Politikerspruch ist ja auch eine friedliche Digiwiesen eigentlich. Ja, da habe ich keine Bedenken bei der Digiwiesen. Ja, es wirkt sehr friedlich. Andi Lenz, du bist im Bundestag für unser Gebiet hier, also für mein Gebiet, wo ich herkomme. Das erzählst du uns jetzt gleich nochmal genau. Und kümmerst dich sehr stark auch um Nachhaltigkeit, was ich auch ein tolles Thema finde. Auch die Digitalisierung ist ein Treiber bei dir. Sozusagen. Und Kommunikation ist ja sowieso, ich sage mal, für einen Politiker äußerst wichtig. Deswegen ist es schön, dass du unsere Runde auch hier befruchtest. Magst du dich selber ein bisschen vorstellen? Ja, wie gesagt, Andreas Lenz, ich darf den schönsten Wahlkreis natürlich in Berlin vertreten, Erding und Eversberg. Macht natürlich auch Spaß, es ist Ehre, wenn man die Menschen von vor Ort in Berlin vertreten darf. Es stehen ja auch gerade Wahlen an. Echt? Und ehrlich, ja, So. habe ich gehört im Radio beim Herfahren. Und insofern, wie du gesagt hast, Kommunikation ist natürlich das tägliche Geschäft eines Politikers auch von Politik insgesamt, Dinge zu erklären, aber dann natürlich auch irgendwo Dinge zu vertreten und dann auch Interessen zu vertreten. Und wie man das dann auch bezeichnet, ist die andere Frage, aber es geht immer auch darum, aus meiner Sicht, dass man Dinge vermittelt und dann die eigenen Standpunkte auch klar macht und übrigens auch Mehrheiten findet für die Standpunkte, die man dann entsprechend vertritt. Das seid ihr ja. Wie hältst du es denn mit dem Begriff des Lobbyismus?
Ja, ich glaube, also ich habe es jetzt interessant gefunden, auch die Ausführungen. Der typische Politiker sagt immer, wahrscheinlich Interessensvertretung ist legitim, das sehe ich übrigens auch so. Übrigens auch in der ganzen Bandbreite, wenn ich im Wirtschafts- und Energieausschuss irgendwelche Themen habe, versuche ich immer auch die Bandbreite der Meinungen natürlich zu erfahren. Ich glaube, das Problematische ist dann immer erst der Fall, wenn man sich einseitig informiert oder wenn man tendiert, dass man Informationen irgendwo selektiv oder irgendwo dann auch mit Meinungen verbindet und in der Gestalt gewichtet. Aber ich bin natürlich auch Interessensvertreter von meinem Wahlkreis, von eben auch den Unternehmen, von den Menschen im Wahlkreis. Und wenn man das dann als Lobbyist bezeichnet, dann ist es ja auch wieder aus meiner Sicht nicht so negativ, wie man es in der Öffentlichkeit oft einmal darstellt. Aber wie gesagt, diese Grenze ist dann erreicht natürlich, wenn aus meiner Sicht Interessensgruppen gezielt versuchen, auch Politik zu lenken. Und das wird ja auch mit Lobbyismus verbunden. Und deswegen, glaube ich, braucht man da die Trennung auch, legitime Interessensvertretung auf der einen Seite und die Grenze dann eben auch bei Versuchen, dass man Politik entsprechend lenkt. Aber wie gesagt, Interessensvertretung ist wiederum legitim und mit mir spricht ja Amnesty International genauso wie irgendwelche DAX-Konzerne. Ist sie nur legitim oder ist sie vielleicht sogar wichtig? Ich behaupte sogar, dass viele Politiker natürlich diese Interessensvertretung, die Meinungen einholen müssen und sie auch brauchen. Ich weiß jetzt nicht, was du eigentlich für einen Beruf hast. Du bist wahrscheinlich auch nicht im Beruf Berufspolitiker, jetzt als Abgeordneter natürlich schon, aber hast du wahrscheinlich auch irgendeinen ordentlichen Beruf mal gelernt. Und dann kannst du ja schauen, musst du wahrscheinlich auch über viele Dinge abstimmen, wo du keinen Plan hast, worum es da eigentlich geht. Vollkommen menschlich. Und um einen Plan zu kriegen, sich eine Meinung bilden zu können, muss man natürlich erstmal sich informieren. Und wo informiert man sich? Bei den Stakeholdern oder bei den Menschen, die halt. Ja. Und die natürlich versuchen, die dich zu beeinflussen. Das ist ja vollkommen auch okay. Genau, ich habe Ausbildung studiert und dann war ich ja berufstätig. Insofern hat man ja ein Gerüst, bevor man in den Bundestag geht, im besten Fall. Also auch einen gesunden Menschenverstand im besten Fall, wo man Dinge dann auch versucht einzuordnen. Aber es ist in der Tat so, wenn ich ein neues Thema bekomme und dann einfach die Bandbreite der Meinungen mir anschaue, dann habe ich schon einen gewissen Eindruck. Und dann ist es natürlich wieder aus meiner Sicht die Verantwortung auch der Politik und jedes einzelnen Abgeordneten, dass man natürlich dann ja auf Basis schon des eigenen Gewissens irgendwo entscheidet und die Dinge natürlich gewichtet. Das kann einem ja keiner ersparen. Also wenn ich immer sage, Aldi hat die Meinung, die ich zu 100% teile, dann werde ich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit nicht der glaubwürdigste Politiker sein. Aber wenn ich sage, ja, Aldi hat auch eine Meinung, die natürlich einfließt in meine Meinungsfindung, dann ist es eben Teil auch des Prozesses, der dann aus meiner Sicht verantwortliche Meinungsbildung und auch Entscheidungen letzten Endes dann irgendwo bedingt und auch irgendwo ausmacht. Ich würde das sogar ehrlich gesagt als eure Pflicht sehen, das so zu tun. Ich meine, dieses Lobbyismus hat ja dann ein Problem, wenn es Richtung Spätzelwirtschaft, Mauschelei klingt. Aber ansonsten würde ich jetzt mal als Bürger dieses Landes erwarten, von dir und deinen inzwischen 800 Kollegen, glaube ich, aber bald, würde ich ja erwarten, dass bei der zunehmenden Komplexität aller Themen, es gibt ja kein einfaches Thema mehr. Wir haben vorher gerade ein bisschen über Landwirtschaft geredet. Du bist ja sofort in so vielen, ich erwarte ja als Bürger dieses Landes, dass du und deine Kollegen sich in Themen einliest, einfuchst, Meinungen hörst, sich ein Bild bildet und dann im Sinne, ob das jetzt im Sinne des Gemeindewohls ist oder im Sinne der Ausrichtung deiner oder der anderen Parteien entscheidet. Ich fände es ja erschreckend, wenn ihr das nicht macht. Und wenn ich noch eins sagen darf, also ich stelle fest, dass wenn man den richtigen Rahmen setzt, ich durchaus hochinteressierte Politiker treffe, die zuhören. Was sie dann nachher der Presse sagen, ist dann meistens manchmal was anderes. Das gehört auch zum Geschäft, das darf man auch nicht persönlich nehmen, sondern das muss man eher, so geht halt das Spiel auch sehen. Da bin ich kein Drama, aber ich erlebe schon durchaus Politiker, die hoch interessiert sind an komplexen Zusammenhängen, die auch dann auf uns zugehen und sagen, das habe ich gar nicht gewusst, wie wären da eure Idee, sowas zu lösen. Also nicht alle, klar, aber halte ich für notwendig. Auch jetzt bin ich wieder beim Dialog. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, aber vielleicht höre ich von dir einen Gedanken, den ich auch noch nicht gehört habe. Holen wir jetzt gleich zwei Gäste sozusagen jetzt noch kurz dazu. Auf einer Seite möchte ich online den Dieter Janicek begrüßen.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Grüß euch, servus. Ich wäre auch gerne jetzt beim Weißbier im Biergarten, aber das muss man dann ab Sonntag nachholen. Bin ganz neidisch, aber freue mich trotzdem dabei zu sein und vielleicht kann man ja nach der Wahl dann nochmal schauen, dass wir zusammenkommen in echt. Servus. Hoffentlich hat er noch Zeit dazu. Ja, die ersten Tage wird dann nichts verhandelt, Andi, das weißt du. Ihr kennt euch ja gut, ihr seid beide im Bundestag aktiv. Aber Dieter, möchtest du dich bitte noch mal kurz vorstellen in der Runde? Ja, grüß euch. Ich bin der Dieter Janicek, Abgeordneter auch aus München, oder nicht auch, der Andi ist ja nicht aus München, München-Wahlkreis West-Mitte und bin im Bundestag im Wirtschafts- und Energieausschuss sowie im Digitalausschuss der Obmann meiner Fraktion, habe insofern auch sehr viel zu tun mit dem Thema Lobbyismus. Das ist mein Tagesgeschäft. Also ich rede sehr viel mit Interessenvertretern von Verbänden, Unternehmen, habe jetzt auch im Wahlkampf über 50 Betriebe besucht vor Ort und denke, dass ich da einen ganz guten Einblick habe, ja, wie der Hase läuft sozusagen. Schön, dass du dabei bist. Wir können jetzt mit dir jetzt zwar dazu prosten, aber du wirst trocken bleiben. Macht aber nichts. Prost. Prost. Und im gleichen Grund begrüße ich jetzt auch den Hausherrn. Danke, dass du zu uns gefunden hast. Servus. Servus. Achim Astl, die fleißigen Zuschauer werden ihn sehen, du bist ja schon Stammgast. Ja, ich war jetzt die ganze Woche schon bei jeder Mittagswiesen dabei. Macht total Spaß. Und heute haben wir den größeren Event bei Novus Network hier in Aschheim. Das macht natürlich besonders Gaudi. Vor allem, wenn das Catering so exzellent ist, fast besser als am Nockherberg, hätte ich fast gesagt. Magst nicht Unrecht haben. Jo. Ja, schön. Also du lässt dich auffahren, das finde ich toll. Danke, dass du die Digiwiesen auch unterstützt. Oder ihr jetzt natürlich in der Gesamtheit, aber du auch als Person aktiv dabei bist. Wir haben heute Kommunikation, das ist ja auch ein Teilbereich aus deinem Ressort sozusagen, den du auch mit vertrittst. Kommunikation für Unternehmen. Wie wichtig ist es denn für einen, der kritische Infrastruktur betreibt? Ja, Kommunikation ist an der Stelle irrelevant, weil letzten Endes sind es Themen, die keine Menschen betreffen auf der Welt, außer jetzt die kritisch relevanten Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Mehrwert mit solchen Themen, dass man ganz spezielle Rolle spielt in Rechenzentrumsbetrieb, nämlich dass man eine kritische Infrastruktur ist und da besondere Vorkehrungen trifft in Sachen Verfügbarkeit und Sicherheit. Das ist natürlich ein Aushängeschild indirekt gegenüber den potenziellen Kunden. Da kann man dann eben schön bewerben, dass man halt doch bestimmte Themen hat und das ist natürlich positiv. Das heißt, Marketing nimmt das natürlich als sehr konstruktiven Input und ist eins von vielen Elementen bei unserer Rechenzentrumsleistung, die für uns wichtig sind. Ein Thema ist natürlich auch sehr stark das Thema Green IT. Wir sind ja ein IT-Unternehmen, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, schon sehr frühzeitig, alles möglichst grün zu machen. Das heißt, die ganzen regenerativen Energien zu pushen, entsprechend die Energieeffizienz in den Rechenzentren sehr stark zu optimieren. Das sind alles bestimmte Kommunikationsthemen bei uns, die einfach wichtig sind und auch in der Branche sehr gut ankommen. Jetzt vielleicht mal die Frage auch Richtung Aldi oder so. Wenn ihr jetzt Brandkommunikation habt, also sprich, es ist irgendein Vorfall, was auch immer. Also Krisenkommunikation. Krisenkommunikation. Wie packt man so ein Thema an? Wie schnell seid ihr dann wirklich vor Ort und sagt, ja, jetzt gehen wir raus an die Öffentlichkeit? Ist das ein längerer Prozess oder ist es ein... Also ich glaube, es ist ganz schwierig, das pauschal zu sagen. Ich glaube, in der Krisenkommunikation gibt es, sage ich mal, ein Grundprinzip und es gilt für alle, du musst unglaublich schnell sein. Ich glaube also ich komme aus dem Journalismus, was du vor 15 oder vor 20 Jahren für Zeit hattest, gilt wahrscheinlich auch für die Politik, ja, zu kommunizieren, dir schlaue Dinge nachzudenken, zu recherchieren, mal zu überlegen, was du machst. Da hast du auch mal 24 Stunden Zeit gehabt. Heute würde ich sagen, hast du eher 24 Sekunden, um zu reagieren. Weil das ist eine Binsenweisheit, aber die Dynamik von sozialen Medien, auch von diesen Echokammern und Gerüchten, das kannst du nicht bremsen. Also die einzige Chance ist, du musst schnell sein, um jeden Preis. Das andere ist, würde ich sagen, Kommunikationshandwerk. Ich glaube, das ist auch was Triviales, wie man damit umgeht, was man vorbereiten kann, welche Strukturen und Prozesse. Das ist aber eher, ich sag mal, gutes Handwerk, das muss man drauf haben. Aber sonst das A und O ist für mich Schnelligkeit und es ist für mich auch, und jetzt bin ich wieder bei dem Begriff der Redlichkeit, es ist auch, nennen Sie es mal Wahrhaftigkeit. Also du kannst heute, glaube ich formuliere es jetzt mal wiesengemäß, keinen Scheiß mehr erzählen. Das kann sich kein Mensch, kein Politiker, kein Unternehmen mehr leisten, irgendwelche Blendgranaten zu schmeißen, die
Weiland ein bayerischer Innenminister, der mal gesagt hat, es bestand zu keiner Zeit keinerlei Gefahr. Das funktioniert nicht mehr in dieser Welt. Also du musst sagen, was Sache ist, und du musst im Prinzip die Hosen runterlassen und du musst alles tun, kommunikativ tun, dass du diese Krise beendest, und du musst das schnell transparent machen. Anders, sonst sind die 1 Million Social-Media-Richter, die wir da haben, die fällen das Urteil, bevor du ausgeatmet hast. Ganz kurz, weil das würde mich jetzt auch interessieren, wie stark da die Zusammenarbeit ist, gerade in einem Krisenfall sozusagen, wenn es die Öffentlichkeit betrifft, vielleicht an Dieter und auch an dich, Andi, ausblickt. Wie stark ist da eine schnelle Kommunikation zu deinem Bundestagsabgeordneten wichtig? Oder so? Habt ihr Fälle, wo jetzt dann die Unternehmen kommen und sagen, bei mir brennt gerade die Hütte? Wie ist das? Vielleicht erstmal Richtung Dieter? Also es gibt schon Fälle, wo Unternehmen anrufen, kann ich natürlich jetzt nicht offenlegen und sagen, also habe da eine kommunikative Herausforderung, weil ich möchte was ehrlich kommunizieren, habe aber Sorge, dass das in den ganz falschen Hals gerät. War zum Beispiel, können Sie mal sagen, ein Bereich der Mobilität, ein Hersteller, der gesagt hat, er möchte jetzt die Emissionen Scope 1, 2, 3 ausweisen, was dann seine CO2-Emissionen deutlich erhöht hat in der Öffentlichkeit, aber eigentlich war es eine gute Sache, weil er für mehr Transparenz gesorgt hat. Und da spricht man dann schon mal im Vorfeld. Ich meine, wenn jetzt große Skandale auftreten, dann ist es Aufgabe der Unternehmen wie auch der Politik, das ist ja richtig, bei der Krisenkommunikation schnell alle Fakten auf den Tisch zu legen und möglichst dich nackig zu machen, um dann auch das zu ertragen, was dann an Kritik kommt, aber eben nicht den Prozess in die Länge zu ziehen. Ja, und das ist ja auch in der Politik oft das Falsche, dass man dann, wenn Fehler gemacht werden, dann haben wir jetzt im Wahlkampf ja auch ein paar Mal gesehen, dann monatelang sagt, ja, eigentlich war es gar nichts verkehrt, was wir gemacht haben. Das glauben einem die Leute dann irgendwann nicht. Ja. Was Social Media angeht, muss man wirklich nochmal die Diskussion führen. Ich finde, das ist zum Teil schwer erträglich, wie dann auch Kampagnen gefahren werden von allen Seiten. Da nehme ich keine politische Richtung aus. Ich sage es jetzt mal, ich bin Politiker und ich denke der Andi auch, die auch mal sagen, was sie denken. Das ist oft nicht vorteilhaft. Ja. Also in der Corona-Krise zum Beispiel habe ich mich für das Thema Kinder eingesetzt und gesagt, es ist doch zu lang, dass die Schulen geschlossen waren. Was ich da angefeindet worden bin, auch aus sozialen Netzwerken, das war schon auch sehr unter der Gürtellinie. Und tja, wie kann man damit umgehen? Wahrscheinlich einfach nur aushalten, aber man muss auch ein bisschen vorbildhaft, also ich habe mich zumindest auch im Wahlkampf bemüht, jetzt den Ton so zu treffen, dass er nicht andere verletzt. Und das gelingt aber nicht allen, auch nicht von meiner Partei. Ja, also ich fand es jetzt interessant, auch bezüglich der Krisen. Ich glaube, es kommt ein bisschen auch auf die Krise an, auf die Art der Krise. Also wenn es wirklich brennt, auch im wahrsten Sinne des Wortes, oder ich hatte neulich im Wahlkreis eine Hochwassersituation, dann muss man natürlich extrem sein. Es gibt schon andere Kommunikationsaufgaben, da haben wir ein bisschen Zeit. Und die Herausforderung ist ja immer schnell und präzise und auch richtig und dann auch vom Ende her denkend zu sein. Und es wird ja nicht unbedingt einfacher. Und da kann Politik und muss Politik aus meiner Sicht da zuweilen besser werden. Aus meiner Sicht sind Teile der Politik schon noch in der Kommunikationsstruktur vom Gestern. Da geht es zum einen natürlich um Dinge wie Social Media. Danke. Social Media und dergleichen, also wo man auch Echokammern natürlich erzeugt, die dann auch schwer in den Griff zu bekommen sind. Ich glaube aber, es hilft auch zuweilen eine gewisse Gelassenheit, weil das reale Leben spielt sich eben immer noch nicht in Social Media ab. Man muss das alles ernst nehmen und schon auch monitoren, auch professionell betreiben. Aber ich traue den Menschen auch hier im meisten oder allermeistens mehr zu, als jetzt diese Trolle, die sich nur noch auf Social Media begeben. Und insofern, glaube ich, hilft es meistens schon auch, wenn man geradlinig argumentiert und dann auch die eigenen Standpunkte vertritt. Und eine andere Frage, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist aus meiner Sicht schon die, dass man bei jedem zweiten Thema mittlerweile irgendwo einen gesellschaftlichen Riss auch irgendwo riskiert oder auch irgendwo hat. Ob das daran liegt, wir haben vorher gesprochen, dass die Themen immer komplexer werden. Das mag ich nicht vom Ende her letzten Endes zu beurteilen, aber das ist aus meiner Sicht schon ein Problem, dass man bei vielen Fragestellungen dann also sofort eine extreme Polarisierung hat. Also nur Beispiel Corona. Da gibt es die einen Eltern, die sagen, endlich gibt es wieder Präsenzunterricht, und die anderen sagen, der Ministerpräsident riskiert die Gesundheit meiner Kinder.
und irgendwo, dass man irgendwo diese Positionen auch ausgleicht, dass man sagt, natürlich Eigenverantwortung auf der einen Seite notwendig und auf der anderen Seite aber auch Vorsicht. Das wird immer schwieriger, habe ich den Eindruck, weil sich schon auch die Positionen dann immer irgendwo also dazu neigen, dass ins eine Lager dann auch letztlich fallen. Und ich glaube, dass da die sozialen Medien natürlich schon einen gewissen Beitrag leisten, weil es einfach da immer mehr Zuspruch gibt, wenn man die unterkomplexe Botschaft bringt, dann sagen die Leute, ja genau. Also ich bin übrigens ein großer Freund von ja genau Sätzen, aber wenn es dann zu einfach wird, dann ist natürlich auch oft immer nicht mehr gut. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr den Wahlkampf erlebt habt. Ich fand ihn ziemlich mau, müde und ehrlich gesagt langweilig, zumindest mal, solange die Spitzenkandidaten irgendwo angetreten sind. Mein Verdacht ist, dass es natürlich damit zusammenhängt, dass vor lauter komplexen Themen und der Angst, ja, nichts Falsches zu sagen, nur noch mit Substanzen, mit vorgefertigten, tausendfach wiederholten Sätzen gearbeitet wird. Und da kommt immer das Gleiche. Das heißt, egal, was du da anschaust, also ich habe keine Erwartungshaltung mehr, wenn ich wieder einen Triell anschaue, dass da irgendwer vielleicht was anderes sagt, als er beim letzten Mal gesagt hat. Also eigentlich kann ich mir das letzte Mal anschauen. Und ist das nicht auch ein Thema, was sagt, einerseits braucht man echten Dialog, auf der anderen Seite kommt von den Spitzenkandidaten nur noch so Wahlkampfsprech, Gestanze. Es ist eine echt schwierige Situation. Das machen die Social-Media-Systeme uns wirklich schwierig in der letzten Zeit. Also früher war es einfach, da hat man einfach die Parteipositionen vertreten oder was auch immer man ausdrücken wollte. Und das hat man einfach kommuniziert über wirklich passive Medien. Und durch das Social Media kann man sehr schnell diesen Shitstorm erzeugen und Ähnliches. Das heißt, man muss umso mehr aufpassen, dass man eine klare Linie nach außen darstellt, also dass man möglichst mit einer abgestimmten Haltung rausgeht. Deswegen auch diese Trielle, die weichgespült sind und wirklich bloß die Parteienpositionen hergeben, damit man ja nicht den Zündfunken bringt, was Böses auszudrücken, was dann schon wieder völlig zerrissen werden kann, weil das war aber dann in Social Media ziemlich schnell. Das Authentische wird dadurch ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt, was eigentlich auch wieder ganz schwierig ist, weil es gibt dann momentan diese Situation, wo wir gerade sind. Also da gibt es kein Patentrezept, außer aushalten, wie wir vorhin schon gesehen haben. Da will ich jetzt gerne mal so einen Kommunikationsexperten, weiß nicht, sieht man den Frank jetzt da hinten oder sieht man den gar nicht? Na, den sehen wir doch, so wir sehen ihn ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen eng. Ja doch, nee, jetzt ist es gut, wenn du dir ein bisschen zurückfolgst. Dann ist das super, dann holen wir dich einfach mal so ein bisschen in die Runde. Frank, du bist ja Chef einer Werbeagentur, also du bist ja dafür zuständig, Menschen zu beraten oder auch Firmen zu beraten, wie sie mit solchen Situationen, du hast es mitgekriegt soweit, umgehen. Siehst du einen Weg aus so einem Dilemma? Einerseits darf ich nichts mehr sagen, weil ich einen Shitstorm abkriege, andererseits will ich eigentlich auch was sagen, damit auch eine Diskussion in Gang kommt. Das ist ja immer so wie kann man das Dilemma auflösen? Also ich denke, dass man schon das sagen sollte, was man sagen möchte und auch seine Position bezieht und sich dabei auch traut, mutig ist, die Statements, die man rausschießen will, auch rauszuschießen. Und ja, Shitstorm, das kann passieren. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, sowas frühzeitig zu erkennen. Warum passiert das Thema Shitstorm? Weil die Social-Media-Kanäle so getrimmt sind, dass die Reiserbotschaften natürlich eher nach oben gespült werden, damit die Leute darauf reagieren und sagen, Attacke, Attacke. Es gibt einen Verlag, der Axel Springer Verlag, der geht nach ähnlichen Gedanken vor. Ne? Die Bild-Zeitung, die natürlich mit reißerischen Headlines dazu vieles beiträgt, dass die Bild-Zeitung früher gekauft wurde, heute wird sie digital rezipiert gelesen. Und nach ähnlichem Grundprinzip funktionieren auch die Social Medien. Da gibt es auch Filme dazu und Studien. Nichtsdestotrotz, mit dem Wissen, was da passiert, bin ich der Meinung, dass man Position beziehen soll zu dem, was man aussagen möchte und diese Position auch mit Rückgrat und mit auch einer entsprechenden Kultur vertritt und verteidigt und natürlich in der Wortwahl trotzdem ordentlich bleibt, dass der Shitstorm, wenn er denn kommt, nicht ganz zu wild wird. Und es soll natürlich auch mit einem gesunden Menschenverstand passieren und nicht irgendein Bullshit erzählt werden, weil der Bullshit, der wird dann wahrscheinlich genau das anziehen, was im letzten des Wortes drinsteht. Shitstorm, Philipp. Es gab mal in der PR den Spruch, Hauptsache Sie schreiben den Namen richtig. Ist der Shitstorm nicht auch mal vielleicht mal was Gutes?
Das ist eine verdammt gute rhetorische Frage. Das ist gar nicht rhetorisch. Die ist ganz ernst gemeint. Wie viele Shitstorms gab es in den letzten 3 Monaten? Und wie sind die entstanden? Egal, ob das in der Politik war oder in der Musik. Da wird einfach was rausgeblasen mit dem Ergebnis, mein Gott, das habe ich ja plötzlich 60.000 Follower mehr. Wie gibt es sowas? Ja? Also es ist durchaus so ein Shitstorm, kann ein schönes Marketinginstrument sein. Ja? Also ich bin mir allerdings nicht sicher, und gerade weil wir es jetzt mit Social Media so haben, innerhalb von einer Zehntelsekunde ist eine Botschaft in der ganzen Welt. Die kannst du immer rückgängig machen, die ist immer vorhanden und dann heißt es hinterher, ich habe es aber ganz anders gemeint. Das sagen ja die Politiker auch ganz gerne. Ja, das wurde aber aus dem Zusammenhang gerissen. Genauso habe ich es gemeint. Und genauso wie der Andreas vorhin das gesagt hat, genauso habe ich es gemeint. Genau. Also Shitstorm, ja, durchaus. Also es ist ja wirklich erstaunlich, wenn ich so die Posts so lese, da wundere ich mich, wie kommt man denn da in die Top 10? Also wir haben das noch nicht geschafft, mit Manage-It in die Top 10 zu kommen, weil wir aber auch keinen Shitstorm provozieren. Und ich meine, es ist in vielen Situationen provoziert mit Hintergrund. Ja. Siehst du das so? Ja, ich möchte mal eine andere Position einnehmen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr alte weiße Männer, Kulturpessimismus, digitale Kommunikation heute haben. Ja, wir beklagen uns, dass alles so schlimm ist. Und war es nicht früher schön, als es noch eine Süddeutsche Zeitung gab und vielleicht noch die Abendzeitung, war da nicht alles schön in der Bildzeitung. Also ich glaube, wir profitieren ja alle letztendlich von diesem digitalen Umfeld. Also ob man jetzt Infrastruktur darstellt oder als Politiker sichtbar sind als Unternehmen. Ich glaube, wir müssen halt nur lernen, 2 Sachen, wie man damit umgeht. Also bin ich wieder bei meinen Söhnen, mit welcher Selbstverständlichkeit die damit umgehen und die digitale Kompetenz, die ich ihnen, glaube ich, mühsam beibringen konnte, ist zu sagen, glaub nicht alles, was da steht. Denk klug drüber nach, was du da absonderst, weil es halt immer da ist. Und das reale Leben findet übrigens da draußen auf Fußballplätzen, in Bierzelten, sonst wo statt. Und ich glaube, dass der Nutzen größer ist als der Schaden. Und wir müssen, glaube ich, alle aufpassen, dass wir nicht zu sehr diesen Pessimismus der digitalen Kommunikation haben. Was wir aber alle tun müssen, ist das Lernen, wie das geht. Und ich glaube auch, dass, was wir vorher besprochen haben, Botschaften, Haltung, ob es PR ist, ob es Marketing ist, ob Kommunikation oder Politik ist, das ist ein großartiges Spielfeld, sich damit zu beschäftigen. Ich mag darum, musste jetzt mal meine Hand heben und sagen, sind wir nicht zu pessimistisch, dass da viele kranke Menschen unterwegs sind. Und dass das übrigens ein Abbild einer defragmentierten Gesellschaft ist oder einer defragmentierten Interessensgruppen, die immer kleiner werden, die immer lauter werden. 3 Querdenker bilden eine Gruppe, haben einen Facebook-Account und haben eine Öffentlichkeit, da wäre eine etablierte Zeitung heilfroh drüber. Ich glaube, da gibt es aber auch sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens, den die vernünftigen Menschen auch irgendwie entgegenstellen müssen. Also sind wir nicht zu pessimistisch mit diesem digitalen Spaß. Gut, aber gerade auch Querdenken war vor 10 Jahren noch ein Attribut, das positiv gesehen wurde. Und dieses Attribut wird heute missbraucht. Ja, klar. Darfst du nicht mehr Querdenker nennen. Ja, das ist aber eine allgemeine Tendenz, dass man wirklich Wörter umformt, um dann eine bestimmte Bedeutung beizumessen, die bloß in einer bestimmten Bubble dann irgendwie eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Als Beispiel das Thema Wacht auf. Da denkt der normale Politiker, wir wachen jetzt auf, wir machen eine tolle Aktion und so weiter. Aber nein, in diesem Schwurblerkreis, in diesem Querdenkerkreis ist das ein Begriff für, oh, die Politiker da oben, die wollen euch alle irgendwie einlullen und es wird alles ganz böse enden. Die wollen was Komisches und die wollen euch da irgendwie schlafend halten. Und dadurch wird praktisch ein Diskurs verhindert, weil die Politiker denken, ja, wir bringen das als tollen Slogan hin und eine bestimmte Bubble denkt sich, um Gottes Willen, die sagen sogar noch. Und dadurch polarisiert man, ohne dass die breite Öffentlichkeit es überhaupt mitkriegt. Und das ist das Gefährliche in Social-Media-Systemen, dass man bestimmte Wortsätze umprogrammiert, wo ich auch noch kein Ende absehe, wie sich das weiterentwickeln kann. Aber das darf man sich ja eigentlich nicht fallen lassen. Also das ist schon richtig, dass das so ist. Und
Wie man das Problem löst, ist das andere. Aber ich habe neulich irgendwo mal den Laschet irgendwo gehört, da wollte er, glaube ich, querdenken sagen und dann hat er gesagt, um die Ecke denken. Und mal von der anderen Seite her denken. Wir müssen auch mal in der Lage sein, Dinge von der anderen Seite. Und dann wollte er schon querdenken. Und wenn er querdenken gesagt hätte, dann hätte er wahrscheinlich einen Shitstorm wieder geerntet. Und was weiß ich. Aber man muss, glaube ich, auch die Begrifflichkeiten dann wieder mal auf den Boden zurückholen. Und zwar ein Shitstorm bei der linksliberalen Szene, die alles ist außer liberal. Ja, aber genau. Fragen wir mal den Dieter Janicek, wie er umgeht mit dem Thema die richtigen Wörter finden und den Shitstorm ausweichen. Wie ist das jetzt bei dir? Ich würde sogar noch ergänzen, Dieter, ich wollte dich auch fragen, aber noch ein bisschen insofern präzisieren. Von Aldi herkommend, glaube ich, Aldi ist sehr bekannt und will natürlich keinen Shitstorm normalerweise haben. Ja? Aber für einen Politiker, der vielleicht noch nicht die bundesweite Bekanntheit hat, kann ja schon ein Shitstorm auch mal belebend sein, im Sinne von auf einmal kennt ihn jeder. Ist ja auch mal so ein kalkulierter Shitstorm. Insofern das noch aufmachen, das Fass. Dieter, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst oder ob du mich jetzt verfluchst oder ich einen Shitstorm von dir kriege. Ja, gar nicht. Es ist in der Tat so, dass natürlich die Reichweite sehr gesteigert werden kann von Einzelpersonen, wenn sie sich einem Shitstorm stellen, ob sie jetzt inszenieren oder einfach vielleicht von ihrer Meinung sagen, die nicht opportun ist in bestimmten Kreisen. Was man nur wissen muss, ist zum Beispiel, der Andi hat es ja auch gesagt, Twitter zum Beispiel ist ja ein Medium, das jetzt von der breiten Bevölkerung nicht sehr stark gelesen wird, aber von einer bestimmten Bevölkerungsschicht, tendenziell eher links, liberal, sehr stark. Und mit bestimmten Meinungen bist du dort immer in der Unterzahl. Ja? Und in der Pandemie zum Beispiel war jetzt die Meinung Lockdown und No-Covid sehr stark vertreten in Twitter. In der Bevölkerung würde ich sagen eher nicht. Und wenn jemand wie ich, der dann vertreten hat, es wäre schon mal gut, dass wir die Kinder nach 150 Tagen mal wieder in die Schule schicken, hat dann immense Shitstorms gekriegt. Ja? Immer wieder auch. Und ich bin Kinderdurchseucher und Mörder und alles. Ja? Und das kann man jetzt sagen, ist wurscht, aber es macht schon auch was mit einem. Also ich will das Problem beschreiben, ohne jetzt digital pessimistisch zu sein. Die Frage wird sich schon, auch Herr Laschet übrigens, wenn ich das mal auch im Wahlkampf sagen darf, ich werde ihn nicht wählen, aber meine, diese Situation, wo er gelacht hat in NRW, die ist dermaßen also jetzt ein Bild geworden, eine ikonische Niederlage für ihn. Das ist aber eigentlich ein Problem, ja, dass so eine kleine Situation so eine große Reichweite kriegt. Und da fragt man sich natürlich dann schon manchmal, wo bleiben dann die Inhalte im Wahlkampf, wenn solche Dinge so entscheidend sind. Ja. Und könnt ihr jetzt noch viele Beispiele aufzählen. Also ich sage es auch nochmal zugespitzter, der intellektuelle Gehalt der Debatten in sozialen Netzwerken, der ist jetzt eher gering. Ja. Und die Verlockung dann schnell auf Zuspitzung und auf Enthemmung zu setzen von allen Seiten, ja, wirklich von allen Seiten, ist sehr, sehr hoch. Und ich versuche auch immer zu werben, zu sagen, wir müssen das Verbindende suchen. In Wahlkämpfen ist das ein bisschen schwieriger. Aber es ist jetzt für Unternehmen, ich meine, Unternehmen suchen keine Shitstorms, außer beim Positiven kriegen sie in aller Regel nicht. Die Zivilgesellschaft lobt in der Regel nicht Unternehmen, selbst wenn sie nachhaltig sich etablieren. Und wenn sie einen Fehler machen in der Produktion, irgendwie Menschenrechte verletzen oder so, dann kriegen sie einen gewaltigen Shitstorm. Da gibt es eine Kontrollfunktion, ist okay. Aber das Problem ist halt, es werden sehr schnell auch Narrative, also Framings verbreitet, und auch von Politikern manchmal, gerade in Corona fand ich das auch von Virologen manchmal sogar in der Pandemie. Das Kinderdurchseuchung zum Beispiel ist so ein Kampfbegriff geworden, wo man dann gar nicht mehr, bist du dann entweder dafür oder dagegen. Das ist schon problematisch. Ja. Und wie kann man da dagegen halten? Einfach ausschalten, wahrscheinlich wieder Andi dann sagt, und gehst dann ins Wirtshaus und dann reden die Leute anders. Ja, mag schon sein, aber es nimmt an Kraft zu. Ja. Aber wenn du jetzt so einen Shitstorm erreicht hast, sozusagen, also nicht erreicht hast, aber bekommen hast, auch als Unternehmen oder als einzelne Person, was macht man denn da in dem Fall? Decke über den Kopf und warten, bis es vorbei ist? Oder? Ich glaube, wenn es mal richtig losgegangen ist, dann muss man es halt auch aushalten. Also du hast ja gar keine Chance mehr. Dir glaubt ja auch keiner mehr. Es glaubt dir ja auch keiner, wenn du sozusagen Beweise lieferst. Weil die Meinungsbildung, was ich vorher gesagt habe, jeder Facebook-Nutzer, jeder Instagram-Nutzer hat schon längst gerichtet über Politiker, Unternehmen. Und das ist, glaube ich, zu spät. Ich fürchte, dass man es einfach aushalten muss. Ich hoffe immer, dass es auch Medien gibt oder ich nenne es mal ganz neutral Sender, die dann schon Argumente aufnehmen, aber die hören die am Ende, das klingt jetzt trivial, aber auch nur die Leute, die es hören wollen. Die es nicht hören wollen, da ist das Urteil gefallen und dann, glaube ich, gibt es das alte Prinzip, morgen wird halt die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Oder übermorgen, also je nachdem. Ja, aber
solange es ich will es jetzt nicht schönreden, aber solange es nur in den sozialen Medien und schriftlich sozusagen passiert, sollte man es nicht gutheißen, sollte auch verfolgt werden. Aber wenn es dann, und das habe ich ja beim Freund persönlich erlebt, der dann auch, wo die Familie tatsächlich dann bedroht wird im Rahmen eines solchen Shitstorms. Ich sage nur den Namen Kemmerich an der Stelle, was da abgegangen ist in Thüringen, das ist jenseits von Gut und Böse und hat nichts mehr mit politischer Kommunikation zu tun, sondern das ist Agitieren auf übelster Ebene. Da muss dann schon viel, viel früher Schluss sein aus meiner Sicht. Und deswegen ist es natürlich schon auch ein Thema, wo wir politisch, wir hatten das Thema auch gestern mit Hass und Hetze, wo wir auch unsere Sicherheitskräfte, Polizei, Justiz auch insoweit stärken müssen, dass dagegen tatsächlich dann auch vorgegangen wird. Das ist jetzt noch weiter als Shitstorm, aber im Rahmen von solchen Shitstorms werden ja auch, du hast glaube ich vorher auch so Begriffe genannt, auch im Internet darf man niemanden verleumden und sagen Mörder oder Kinderdurchseucher das ist ja Hetze, das ist ja nicht mehr das ist ja justiziabel aus meiner Sicht. Die Bereitschaft für Gewalt oder Aggressivität hat halt durch die Anonymität auch im Internet massiv zugenommen. Und wenn, wie du das sagst, das überswitcht in die reale Welt, dann wird es halt gefährlich, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber durch die Anonymität hat man die Bereitschaft, einfach da einmal solche Dinge rauszuhauen. Das ist ganz anders, wie wenn wir uns gegenübersetzen und sagen, du bist ein Kinderschänder. Das würde ich so wahrscheinlich nicht tun. Das ist auch andersrum nicht tun. Es ist nicht allein die Anonymität. Also es ist nicht die Anonymität, sondern wirklich das Thema, dass ich einen Bildschirm davor habe. Ich kann auch mal eine Identität haben. Ich bin trotzdem so emotional über so ein Social Media. Und es geht halt auch so schnell. Also wenn ich mich hinsetze und einen Brief schreiben muss, dann muss ich wahrscheinlich noch eine Nacht drüber schlafen. Und da ist, glaube ich, schon viel, wurde vorher gesagt, auch mit Bildung, digitaler Bildung verhaftet, wo man, glaube ich, auch noch besser werden muss. Und es ist übrigens interessant, wenn man dann mal sagt oder zurückschreibt und dann irgendwie schreibt, sehr geehrter Herr oder Frau anonym, danke für Ihre Nachricht und dann einfach mal ganz normal antwortet, weil dann ist dann auch wieder gewisse, vielleicht im besten Fall eine gewisse Reaktion dann vorhanden. Aber nicht immer. Also das an der Stelle muss ich nochmal einhaken. Also ich bin ein alter Hase in der Kommunikationsbranche. Ich war vor 40 Jahren schon im Usenet, das war so ein Vorgänger von Internet, wo man schon Nachrichtenforen hatte. Und da gab es auch diese Kommunikationskultur wie heute mit Shitstorms und so weiter. Damals hieß es noch Flame War, also ein anderer Begriff, aber das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Man hatte damals schon die Kommunikationswellen gesehen. Am Anfang war es eine ganz lockere Diskussion, dann gab es plötzlich hitzigere Standpunkte, die dann kontroverser wurden und irgendwann hat einer den Zündfunken gemacht und hat dann irgendwie voll quergetrieben und bloß noch destruktiv. Und das war dann dieser Shitstorm. Was ich mir wünschen würde, das wäre echt genial, weil heute haben wir die technischen Mittel, dass man Facebook oder Google oder wie sie alle heißen, auffordert, ihre Social-Media-Systeme so umzuprogrammieren, dass die so eine Art Ampel haben, so ein Motto, jetzt ist noch grün, jetzt ist schon hitzige Diskussion gelb und jetzt ist die Shitstorm-Phase, brauchst gar nicht mehr mitlesen, jetzt kannst du die Diskussion vergessen, geh lieber zur nächsten. Das wäre echt genial. Also vielleicht hört da einer zu von denen, das wäre wirklich. Ich habe ja auch mal, also das ist etwas, was ich gerne in die Runde reinschmeiße. Ich habe immer gesagt, kommentieren müsste 10 Cent kosten. Jeder Kommentar 10 Cent an irgendeinen guten Zweck. Oder? Dann werden schon mal viel weniger Kommentare. Aber nicht die Antworten auf den Kommentar. Das ist natürlich auch das E-Mail-Porto. Das fand ich auch schon mal einen charmanten Gedanken. Ja. Wenn E-Mails Porto kosten würden, dann wird wahrscheinlich auch viel Spam nicht mehr rausgeschickt werden. Das können wir doch in die Digitalisierung Deutschlands investieren. Machen wir ja schon, aber noch ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Ja. Ein bisschen schneller und ein bisschen mehr. Aber ich finde es ja interessant, es gab ja schon ich habe ja mal, als ich mal Promotionen quasi erhalten habe, dann wurden da alle anderen Promotionen vorgelesen und eine hieß, ich glaube, Social Media, die neue Form der modernen Kloschrift. Und dann habe ich mal die mal rausgesucht und es gab ja schon im alten Rom, also Graffiti und entsprechende Kommentierungen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein neues Phänomen, aber natürlich die Beschleunigung und die Geschwindigkeit und die Hemmschwellen sind natürlich nur geringer geworden. Heute ist es nicht mehr in Stein gemeißelt. Ja. Ich darf mal ganz kurz ein paar Fragen, die ich jetzt hier im Chat gesehen habe. Vom Ole kam die Frage, ist die Kommunikation bei Aldi Nord und Aldi Süd anders? Ja, wir sind ja 2 getrennte Unternehmensgruppen. Wir machen in ein paar Bereichen, arbeiten wir in Deutschland zusammen. Zum Beispiel Marketing ist so. Aber grundsätzlich sind es 2 getrennte Unternehmensgruppen. Und wir haben schon dieselbe Idee und manchmal bekommen wir auch gleiche Anfragen.
weil wir ja zum Beispiel auch die Produkte mittlerweile harmonisiert haben. Aber das sind zwei getrennte Abteilungen, wenn man so will, weil die für zwei getrennte Unternehmen sprechen. Wir machen ja auch viel lokale Kommunikation. Also mal ein Beispiel, ich habe die Kollegen bei Aldi Süd haben eine Erweiterung des Aldi Süds in Tegernsee. Ja, das ist total regionale Kommunikation, das macht natürlich Süd. Also zwei getrennte, um die Frage kurz zu beantworten, ja, das sind zwei getrennte Unternehmen und zwei getrennte Kommunikationen. Noch eine Frage Richtung Aldi, verändert sich besonders im Ausland. Von der Ulrike kommt die im Ausland merklich Richtung Higher Level. Also nehme ich mal an, als Anbieter gemeint. Ist das die Richtung allgemein? Also wird das insgesamt gehen? Also wir werden immer Discount bleiben, also eingeschränktes Sortiment, beste Qualität, beste Preise. Das ist dieser Dreiklang von Aldi und des Discounts. Das wird auch immer so bleiben, was du halt hast. Ihr kennt das alles noch, als es vor 15 Jahren die Palette gab mit dem Mehl drauf, was so ein bisschen auseinandergegangen ist. Wir haben halt vor 15 Jahren angefangenen Trend in Deutschland, dass selbst bei niederpreisigen Produkten im Discount das keiner mehr gekauft hat. Also wir mussten eigentlich das Level von so einem Aldi-Markt hochziehen. Ja, und wenn man das mit einem Vollsortimenter vergleicht, ist es ja immer noch eingeschränkt. Also nur mal die Größenordnung, wir haben 1800 Artikel in so einem Aldi-Markt. Rewe, Edeka, die gehen mit 25.000 bis 40.000 verschiedenen Artikeln. Also wir mussten es hochziehen, weil wir signifikant an Kunden verloren haben. Das ist einfach auch, hat was mit Kaufkraft zu tun, mit Erwartungshaltung, mit anderen Optionen. Aber Aldi wird immer Discount bleiben. Die Frage, glaube ich, zielt so ein bisschen in die Richtung, dass gefühlt im Ausland die Qualität der Lebensmittel höher ist als in Deutschland. Gefühlt. Also viele Freunde, die genau das behaupten, sagen, also wenn du jetzt in Kroatien einkaufen gehst oder auch in Italien einkaufen gehst, dass die Lebensmittelqualität einfach höher ist, dass die Menschen auch mehr bereit sind, möglicherweise mehr Geld auszugeben für gute Lebensmittel und natürlich die Sortimente dann möglicherweise sich ja auch anpassen. Weiß nicht, ob das bei Aldi auch so ist, aber andere, also bei euren großen Wettbewerbern weiß ich, dass die tatsächlich nicht dieselben Sortimente in ganz Europa haben. Du hast natürlich tatsächlich, also erstmal hast du unterschiedliche Kaufkraft in Ländern, Punkt 1. Punkt 2 hast du tatsächlich, wie du sagst, in Frankreich ist die Bereitschaft für Lebensmittel Geld auszugeben und auch Qualität einzukaufen deutlich, deutlich größer als in Deutschland. In Deutschland ist auch der härteste und umkämpfteste Markt im Lebensmitteleinzelhandel und wir haben in Deutschland einfach nicht die Kultur, dass du auch selbst wenn du jetzt kein großes Haushaltseinkommen hast, dass du dann das Geld, was du hast, primär erstmal in Lebensmittel investiert. Das ist eine Kulturfrage in Deutschland. Ich wollte dich gerade fragen, ist das eine Kulturfrage und warum ist das so? Gleicher Gedanke. Ja, also ich glaube, kein Lebensmittelhändler hat was dagegen, hochpreisige und hochqualitativere Lebensmittel zu verkaufen. Ja, muss man aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive sehen, das ist, da wird sich keiner dagegen wehren. Ich glaube, wir tun das schon sukzessive. Ich bleibe mal bei dem heiklen Thema Fleisch. Wir schaffen es, dass wir Biofleisch für alle leistbar machen. Wenn ihr euch an den Anfang dieses Biotrends erinnert, vor 20 Jahren, 25 Jahren gab es so Bioläden, das waren ja reine Apotheken für alles. So. Unser Biofleisch ist, also da fällt sich gar nichts und das ist halt leistbar für alle Einkommensgruppen. Wir können das bewerben, ob es dann am Ende die Menschen kaufen. Also wir haben vorher über Landwirtschaft diskutiert. Richtige Frage, auch der Landwirt wäre interessiert, höhere Qualität abzuliefern, weil dann verdient er mehr Geld damit. Am Ende ist es eine Kundensache. Also wir würden uns nicht dagegen wehren und wir schaffen es ja. Wir sind Deutschlands größter Biohändler, weiß kein Mensch, ist so. Wir verkaufen mit Abstand die größten Mengen an Bioprodukten. Es geht halt wahnsinnig langsam. Florian, da muss ich ein bisschen provozieren, wenn ich das darf. Jetzt werbt ihr natürlich auch mit beste Qualität, beste Preise. Geiz ist geil mit Mentalität. Muss man also sozusagen auf den, nein, weiß ich. Darum habe ich angekündigt, provozieren an der Stelle ein bisschen. Wir reden hier über Kommunikation. Ja. Könnte denn nicht ein Beitrag auch sein, weniger über den Preis zu sprechen, so nach dem Motto, wir sind die
billigsten, sondern einfach nur sagen, wir sind die Besten und nicht so viel über Preis zu sprechen, um diese Sensibilität diesbezüglich auch sozusagen bei den Verbrauchern abzubauen. Aber es ist wahrscheinlich eine sehr gewagte These. Ja, die These ist richtig. Du bist halt also zwei Sachen. Du hast einerseits eine total defragmentierte Zielgruppe. Und es gibt Menschen, die aufgrund ihres Haushaltseinkommens, auch weil sie nicht bereit sind, total kostensensitiv sind. Ja, entweder weil sie ein Hartz-IV-Umfeld haben und am Ende mit 180 € Lebensmittel im Monat auskommen müssen. Andere haben deutlich mehr Geld, tun es aber trotzdem, weil sie ein geiziges Knacks hat. Auch das gibt es. Das Schöne ist ja, jeder kauft ja bei Aldi ein. Also jetzt sind wir bei der Kommunikation, musst du ja dieses Gießkannenprinzip funktioniert ja nicht mehr. Du musst ja auch in der Zielgruppenansprache deutlich differenzierter werden und es gibt einfach Zielgruppen, die interessiert Qualität nicht. Die sind nur preisaufwand. Es gibt zunehmend Zielgruppen, die stehen schon auf diese Information, was steckt dahinter. So, und die große Herausforderung ist, wenn du Aldi bist, du bist ja kein Nischenanbieter. Das heißt, du musst eine sehr breite Kommunikation planen, und da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, dass wir in Zukunft das viel mehr machen müssen. Übrigens auch unseren Nachhaltigkeitsansatz erklären, warum wir überhaupt diese Preise anbieten können. Gibt es ja einen Grund, warum wir das können. Aber es ist anspruchsvoll, auf alle Fälle. Aber das war keine provokante These, sondern eine großartige Idee. Aber ich glaube, es lohnt sich da auch wirklich kommunikativ zu investieren, weil du hast gerade selber gesagt vorhin, der Anspruch der Klientel auch bei Aldi wächst ja, indem dass sie zum Beispiel diese Palettenmehl's eben weniger kaufen, sondern dass sie halt einen Anspruch haben. Einen neuen Anspruch von, wie muss Ware dargestellt werden, heißt am Ende auch Qualität. Qualität ist was sehr Subjektives, aber kann dann vielleicht auch über die Masse irgendwo objektiv ausgestreut werden. Und ich glaube, gerade in der Fleischdiskussion, wenn man mehr erzählen würde aus Sicht von Aldi, und neulich war eine interessante Sendung, wo das dargestellt wurde, also PR funktioniert dann schon mal, hat mich auch erreicht, hat mir auch imponiert, fand ich gut, dass Aldi da schon so weit ist. Und diese Botschaften mehr, dann würde, glaube ich, Aldi sehr schön stehen. Ja, weil du ja gerade sagst, ich würde es gerne 100% glauben, aber wir müssen uns klar sein, dass es halt wahrscheinlich, ist nicht schwer zu sagen, wahnsinnig viele Menschen in Deutschland geben, die diese Diskussion verwundernd kopfschüttelnd uns verfolgen und sagen, was geht's hier eigentlich? Also Fleisch ist Fleisch. Ich gehe halt einkaufen und das ist Einkaufen ist im Gegensatz zum Autokaufen übrigens eine totale Routinetätigkeit. Das macht kein Mensch gerne. Lebensmittel einkaufen ist eine Pflichtaufgabe, darf man nicht vergessen. Wenn du es kommunikativ betrachtest, wie bewirbst du ein Auto? Oder eine Uhr oder Klamotten. Und wie bewirbst du eigentlich das, was du jede Woche mindestens einmal machen musst? Das ist eine völlig andere Haltung dahinter und ein Feeling. Wenn jemand sagt, er geht shoppen, meint er garantiert nicht einkaufen. Ja, genau. Er sagt, er geht einkaufen. Ich muss einkaufen gehen oder ich gehe shoppen. Also das ist halt, Ja, aber es geht um die Shopping Experience und auch die in einem POS kann man natürlich so oder so steuern. Und viele der Mitbewerber jetzt im Lebensmitteleinzelhandel tun da sehr viel, damit ich mich genau mit dieser Shopping Experience, wenn ich einkaufen gehe, muss auch einigermaßen wohlfühlen, dass die Produkte ordentlich präsentiert werden. Und es gibt auch Aldi-Filialen, eines hier in der Nähe, die das auch ganz gut macht, wo man sagt, da kann man schon mal hingehen, das ist ganz nice. Da kann man schon mal hingehen, das würde ich unterstützen. Wir haben ja alle aufgerüstet. Ja, das ist ja gerade hier, wir haben jetzt hier einen neuen Edeka-Markt an der Stelle, wir können ja die Marken durchaus nennen, der neuester sozusagen Ausrüstung. Da gehst rein, das ist der Hammer, das macht schon Spaß, das ist schon irgendwie toll. Und genauso hast du es bei Aldi, bei Lidl, bei vielen, die da diese Experience aufbauen. Also, aber das ist ja auch vielleicht jetzt an dich gerichtet, das Thema Marke und Kommunikation. Genau. Das ist ja, glaube ich, das Spiel zusammen. Für was steht denn meine Marke und wie will ich sie präsentieren? Ihr habt jetzt euer Logo ja auch nochmal redesigned sozusagen. Schon ein paar Jahre her. Die Südkollegen. Die Südkollegen. Sorry, deswegen habe ich es im Kopf. Wie wichtig ist das? Kommt das da tatsächlich beim Kunden an? Das ist extrem wichtig, meine ich, dass man aus der Marke heraus, und das ist immer die Frage, wie sehr will Aldi jetzt als Discounter sich als Marke verstehen, aber auch da haben wir gelernt, dass die alle mehr in diese Richtung Marke auch gehen. Lidl macht das sehr, sehr interessant vor. Will nicht sagen gut oder schlecht, sehr interessant vor, sehr bemerkenswert. Ich durfte vor ein paar Jahren auch Karstadt sehr lange betreuen, beraten, was Markenführung angeht. Das sind schon so über 10 Jahre her. Und da ging es auch darum, wie kann die Marke
des Unternehmens auch erlebbar werden im Kaufhaus. Und die hatten damals, haben sie bis heute auch noch, echt ein Problem im Kaufhaus. Das war einfach nicht mehr erlebenswert, dort reinzugehen in so ein Karstadt-Warenhaus, wie man das von früher kannte. Und das hat gar nicht mehr zur Marke gepasst, überhaupt nicht mehr. Und dann waren natürlich auch die Leute total irritiert. Und du bist dann irritiert, wenn es nicht mehr zusammenpasst. Jetzt ist der Dieter Janicek ja kein Markenspezialist. Doch, Markenspezialist. Aber Sie haben eine tolle Marke sich kreiert dieses Jahr oder jetzt zum Wahlkampf sozusagen. Ging leider dann wieder ein bisschen nach hinten, oder? Was wolltest du fragen? Nee, jetzt bin ich ganz gespannt, was du da eigentlich fragen wolltest. Nee, warte mal, Entschuldige. Ja, da kommen wir. Dann führe ich es fort. Ich wollte nämlich tatsächlich den Andi Lenz und den Dieter Janicek an der Stelle fragen. Ihr seid ja als Politiker, seid ihr euch bewusst, dass ihr mit eurem Namen natürlich auch eine Marke seid und dass Dieter Janicek für was steht, dass Andi Lenz für was steht? Der eine mehr, der andere weniger, gell? Aber die Marke ist ja in jedem Fall und ihr steht für irgendwas. Und seid ihr euch dessen bewusst? Plant ihr das auch? Also sagt ihr auch, okay, ich bin so und so ist mein Markenprofil und deswegen mache ich bestimmt und andere Dinge mache ich anders. Ja, absolut. Also ich habe den Wahlkampf, den ich jetzt im Münchner Westen, ist ja der erste Mal ein Direktwahlkampf, das habe ich so noch nie geführt und wir haben übrigens nach den letzten Umfragen auch die Chance, den zu gewinnen, ganz knapp vor der CSU in dem Fall. Und das ist ausgerichtet auf eine Marke Dieter Janicek. Klar, also der Mann, ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz in 2 Sätzen, der Mann, der im Bundestag die Erfahrung hat, Wirtschaft, Energie, Digitalisierung zusammenzubringen. Ja. Der Mann, der auch mal Klartext redet und sich im Zweifelsfall auch mal gegen die Partei richtet, wenn es sein muss. Ja. Und halt derjenige, der jetzt im Wahlkampf dann auch die klare Botschaft hat, das mag es der CSU nicht gefallen, aber das ist dann die Schlussbotschaft bei uns, CSU abwählen, Erststimme Grün. Ja. Jetzt du dann am Ende Stand. Das ist jetzt in anderen Wahlkreisen anders, aber in meinem Wahlkreis ist das jetzt sozusagen das Konzept, die Marke und da haben wir auch so kommunikatives Material drauf ausgerichtet und wir sind jetzt in den 2 Monaten Wahlkampf nicht abgewichen vom Kurs, wir sind immer gleich geblieben. Ja. Und das, glaube ich, hoffe ich zumindest, zahlt sich dann am Sonntag aus, plus eine gewisse Bekanntheit, die ich mitbringen kann vielleicht. Ja. Das waren jetzt 34 Sekunden, jetzt du. Ja, ich habe ja die Frage mit Ja beantwortet. Klar ist man als Person auch immer mehr Marke, auch weil Politik aus meiner Sicht immer mehr personalisiert wird. Und jetzt ist bei der Bundestagswahl natürlich so, wir haben vorher über Bürgermeisterwahl gesprochen, dass man beim Trend natürlich nicht ganz auskommt. Aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich irgendwie 9 Prozentpunkte mehr gehabt als die Partei. Das ist für Bundestagswahl schon relativ viel. Und man muss schon schauen, wie man dann als Person natürlich sich verkauft, aber auch, ja, wie man während der Legislatur Dinge aus meiner Sicht politisch dann begleitet. Das lässt sich immer nicht ganz lösen. Das ist ja, glaube ich, bei jedem Unternehmen auch so, dass das eine das Marketing ist, das andere aber, was man tatsächlich macht. Und jede Partei sollte sich auch ein bisschen überlegen, natürlich, wie die Wirkung dann entsprechend ist. Und die Grünen haben ja zum Beispiel gar nicht den Begriff des Grünen gepachtet. Das ist ja eigentlich was Schönes. Und insofern braucht es da natürlich Aufklärung. Und man weiß ja auch, dass die CSU sich gern mit Bayern gleichsetzt, zu Recht das natürlich macht. Aber auch sich hier die Dinge natürlich ändern. Und deswegen ist ja Marketing als Person, aber als Partei aus meiner Sicht der Prozess, wo man als Partei vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen sollte. Jetzt hast du uns natürlich nicht verraten, welches Markenbild du denn gerne abgeben möchtest. Der Dieter hat das ganz offen jetzt dargelegt. Ja, das muss jeder. Oder musst du noch zum Frank in die Beratung gehen? Muss der geneigte Wähler darf das selbst entscheiden, für was dann der Andi Lenz entsprechend als Marke steht. Aber ich glaube, da gibt es schon einiges. Das war wieder sehr diplomatisch ausgedrückt. Definitiv natürlich. Ergänzend dazu, ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu schauen, dass das, was Marketing erzählt, auch zusammenpasst zu dem, was man am Ende tut und macht. Und du hast vorhin den Satz 3-mal erwähnt, wofür steht man eigentlich? Das ist immer eine Überlegung wert, sich selbst zu überlegen, wofür stehe ich und das dann auch in die Handlung umzusetzen. Und dann kommt es auch an und dann ist es auch gut. Für die, die es gut finden. Der Ole Neumann hat nochmal eine spannende Frage in den Chat gestellt. Ole, magst du das selber kurz vortragen? Dann muss ich kurz noch mein Mikro einschalten, was mir jetzt gelungen ist. Ja, wow, was für eine Runde. Toll. Schöne Grüße aus Hamburg nach München, beziehungsweise Aschheim.
So korrekt muss man ja sein. Ah, das passt schon. München ja schon. Ja, ich hatte noch mal eine Frage, welche Rolle spielt das Vertrauen einer Marke im Gegensatz zu früher, also vor 10 oder 20 Jahren? Und hat sich dieses Personifizieren jetzt eben dann verstärkt? Ja, vielleicht einfach mal so locker in die Runde hinein. Wie ist da euer Eindruck? Also früher waren ja Bundestagswahlen Kanzlerwahlen. Ja? Also, ja? Also das war einfach sagen, da gab es halt vorne die Galionsfigur, egal welche Partei. Und dann hat man gesagt, okay, gut, das ist ein Schröder, das ist eine Merkel. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn sich die Merkel wieder aufstellen hätte lassen für die nächsten 4 Jahre, da hätte es kein Problem in der CDU gegeben. Oder wie siehst du das? Vielleicht bei der Wahl nicht, aber Problem hätte Spanien wahrscheinlich. Aber ja, klar, also ich glaube, dass die Bundestagswahlen immer noch Kanzlerwahlen sind. Ich habe gestern irgendwo eine Meldung gehört, dass der Bouffier gesagt hat, man soll mehr auf die Parteiinhalte schauen und nicht nur auf die Kandidaten. Ich glaube, dass immer noch viele natürlich die Frage Partei und Kanzler entsprechend verbinden. Wir haben jetzt vorher über die 3 Trielle gesprochen, wo das schon sehr stark auf die Personen fokussiert war. Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass man mehr auf die Parteien schaut, aber ich glaube, dass man es gar nicht, also auch jetzt noch nicht ganz trennen kann. Aber das spiegelt auch meine Wahrnehmung wider. Politik wird mehr personalisiert, zum einen auf der obersten Ebene, dann aber auch bei den Bundestagskandidaten. Und klar, da muss man selber seine Person darstellen, sein Profil auch darstellen, mit eben den persönlichen Schwerpunkten, aber dann auch mit den politischen Inhalten unterfüttern. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Bundestagswahlen schon auch Kanzlerwahlen sind, auch wenn jeder weiß, dass natürlich der Kanzler dann letzten Endes im Bundestag gewählt wird, wird es dann doch auch entsprechend in der Wahrnehmung schon auch mit zur Persönlichkeitswahl. Und das ist dann natürlich auch wieder die Aufgabe der Parteien, dass man dann die Inhalte trotzdem noch transportiert und auch kommuniziert, dass es um mehr geht als jetzt nur um die Person. Ich würde das sogar ein bisschen stärker noch in Richtung Marke allgemeiner werden, im Sinne von, ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat tatsächlich, was das annimmt. Es war schon immer so, dass Marken, also Unternehmens- oder Organisationsmarken, beeinflusst wurden durch handelnde Personen, je nachdem, wie stark die in der Öffentlichkeit sind. Ich behaupte mal, beim Aldi etwas weniger, weil die gegründete Familie immer sehr weit im Hintergrund geblieben ist. Da war immer sehr stark das Unternehmen mehr im Vordergrund und keine Persönlichkeiten dran. Andere Unternehmen wie Mercedes, Benz oder auch BMW-Konzerne waren durch die entsprechenden jeweiligen Manager oder auch die Deutsche Bank, Stichwort Ackermann oder ähnlich, waren immer stark davon beeinflusst. In der Politik ist natürlich das Beziehungsgeflecht zwischen den handelnden Personen und der Markensubstanz noch viel größer. Das merkt man dann auch bei den Kanzlerwahlen. Aber das ist mittlerweile auch im Marketing, das ist ja die Disziplin, die sozusagen Marken denken und führt, schon so weit gekommen, dass in der Regel mal eins der 7 Mittel im Marketing-Base tatsächlich die Menschen sind, das Personal, weil die natürlich ganz wesentlich dazu beitragen, Marken zu beeinflussen. Aber ich finde den Vergleich ganz interessant, der kommt mal gerade und kann man gerne diskutieren, ich möchte da nicht zu viel sagen, aber es gibt ja diese Bewegungen, En Marche in Frankreich, die dann sehr stark mit Personen zusammenhängen. Ich glaube, in Deutschland haben wir schon starke Parteien, die auch unabhängig von Personen oder Persönlichkeiten mehr oder weniger funktionieren. Aber das ist ja bei Unternehmen und bei Firmen auch oft so, dass die Gründer dann auch die Firma stärker verkörpern, auch starke Manager die Firma stärker verkörpern, als dann auch manchmal etablierte oder langjährige Konzerne. Das finde ich ganz interessant, dass es gewisse Parallelitäten. Ja, ich glaube, das ist ja auch für die Bindung wichtig. Wenn ich zu einer Marke Bindung aufbaue und ein Gesicht dazu habe, ist das für mich, glaube ich, einfach entspannter und schöner, mich zu identifizieren mit jemandem. Ja, ich glaube, es gibt da nochmal einen Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft. Ist halt, so eine Politik hat es halt wahnsinnig schwer, als abstrakte Themen greifbar zu machen. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe oder einen Sportschuh oder ein Lebensmittel gehe, kaufe ich ja irgendein Produkt, das Auto fährt schnell, der Laufschuh ist schön. Also da ist ja auch sehr viel Marke und Image über das Produkt aufgeladen. Ihr Politiker habt es ja auch manchmal schwer, bei komplexen Themen zu sagen, was ist denn eigentlich mein Produkt gerade? Ja, und selbst wenn sich einer wahnsinnig viel für Klimaschutz, Kinder zurück in die Schule und einsetzt,
Das ist ja was nicht Greifbares. Ja, dann kann ich das gut finden, aber die Wirkung auf mich als Person kommt ja vielleicht gar nicht, weil ich keine Kinder habe und sage, ja, der Mann von den Grünen hat recht, aber ich habe keine Kinder, aber recht hat er. Aber ich kaufe ja keinen Turnschuh bei den Grünen oder keinen Klimawandel bei der CSU. Ich hätte gerne einen Klimawandel. Das sowieso nicht. Das haben wir gar nicht. 100 Gramm jetzt für eine Stimme. Aber ich kaufe ja Vertrauen in eine Person, die für etwas steht, aber es ist halt Begriff zu sein. Es ist halt nichts Und Physisches, mit diesem Vertrauen gehe ich ja davon aus, dass die Person sich dafür einsetzt, was auch meine Bedürfnisse sind. Da geht es wieder an die Bedarfsorientierung. Und dafür wähle ich dann den einen oder anderen Politiker und damit natürlich auch die Partei. Und wenn das dann auch schön zusammenspielt, dann habe ich es auch leicht, die richtige Partei mit dem richtigen Politiker zu wählen, was wir derzeit schwer haben, weil bei den Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten, die wir haben und dessen, was das Parteiprogramm jeweils mitbringt, gibt es, sagen wir mal, Irritationen, sage ich das so mal, weil es unklar ist, wofür stehen die eigentlich. Und das Problem haben wir, glaube ich, im Kern gerade bei dieser Kanzlerwahl, um dich wieder zu zählen. Ja, aber wer kennt die Wahlprogramme schon? Aber wessen Aufgabe ist, die auch zu vermitteln. Ne? Genau. Wer muss die vermitteln, diese Wahlprogramme? Und das ist die Aufgabe der Kommunikation und nachher der Kommunikationsexperten der Parteien. Wenn die Programme nicht so an uns Wähler kommunizieren, damit wir entscheidungsfähig werden, dann machen die einen Fehler. Und klar lesen wir uns nicht alle Programme durch. Das sind 2 Monate, wenn du die wirklich durcharbeiten willst. Ich hätte mal eine Frage gerne an unsere 2 Politiker. Habt ihr denn sozusagen Zugriffszahlen auf eure Wahlprogramme? Also habt ihr ein Gefühl, ob Stichwort Reichweite, wie immer ihr das messt, also lesen das die Leute auf gut Deutsch oder am Ende denke ich mir, ich wähle halt Grün, weil die irgendwie ganz okay sind und also die allermeisten Menschen haben einen Eindruck von der Marke Grün und von den Erwartungen. Das ist ja eine emotionale Wahl dann und entscheiden sich dann für uns. Aber es gibt an den Infoständen Leute, die ganz gezielt kommen und sagen, sie wollen das komplette Programm, was bei den Grünen traditionell ein sehr langes Buch ist. Ich muss zugeben, ich kenne auch nicht alle Kapitel auswendig. Also es gibt diese Wähler, das ist eine Minderheit, aber die darf man nicht unterschätzen. Es gibt schon auch Wählerinnen und Wähler, die sich sehr stark informieren wollen und sehr viele der Nischengebiete spielen manchmal auch eine Rolle. Aber klar, warum wählt man jetzt die Grünen bei der Wahl? In allererster Linie, weil man das Thema Klimaschutz und vielleicht noch Gleichstellung voranbringen will. Das ist erstmal die Hauptaussage für die meisten Wählerinnen und Wähler. Ja, also das ist interessant, das teile ich auch so. Und aus meiner Sicht kommt es schon ein bisschen auf das Klientel an, wie intensiv dass man sich auseinandersetzt, wenn man einfach schon Menschen im Wahlkreis hat, die hier sehr, sehr lange leben. Dann ist die Beschäftigung von der Tendenz mit Politik aus meiner Sicht intensiver, als wenn jetzt jemand erst seit einem Jahr hier wohnt und im Wahlkreis zwar schläft, aber irgendwo anders arbeitet. Das ist ja gar kein Vorwurf. Wie soll ja den Bundestagsabgeordneten kennen? Das ist das eine. Jeder macht ja Flyer und ich habe versucht, jeden Haushalt damit zu erreichen. Das waren 120.000 Flyer und ich habe da reingeschrieben, schreiben Sie mir gerne, kommen wir ins Gespräch und ich habe das natürlich nicht bereut, aber ich habe so 100 Zuschriften ungefähr bekommen. Also das als Gradmesser von 120.000 Flyern. Ob das jetzt viel oder wenig ist, mag ich gar nicht zu beurteilen. Also das ist das andere. Und ich finde den Faktor Vertrauen ja auch ganz spannend, weil das ist ja schon der Kit irgendwo, wenn die Welt komplexer wird, dass man Komplexität reduziert mittels Vertrauen. Und für mich ist immer das größte Lob, wenn im Bierzelt jemand kommt und sagt, also es ist alles so kompliziert mit der Politik, aber du wirst es schon machen. Dann denke ich mal, das ist eigentlich der Kern repräsentativer Demokratie. Das ist eigentlich dann die höchste Form des Vertrauens, wenn man sagt, naja, du wirst es schon machen. Und das gibt schon noch, aber das wird insgesamt weniger. Da hätte ich jetzt gerne mal, du bist jetzt zwar kein politisches Medium sozusagen, mit Manage It oder Manage IT, das kann man auch noch aufklären, das ist ja immer die Lieblingsfrage, die man so stellt. Aber die Verantwortung der Medien an der Stelle ist ja aus meiner Sicht zumindest dann doch vorhanden. Wie groß kann man noch drüber reden? Und ich hau mal einen raus, wenn ich die Trielle anschaue oder mir vor Augen führe, sind sie ihrer Verantwortung nicht nachgekommen,
dass sie zumindest mal als Journalisten vielleicht die Wahlprogramme gelesen hätten und die Punkte rausgraben und die Punkte sozusagen auf die Medienagenda setzen, die vielleicht spannend sein sollten. Ne? Das wäre doch eine Aufgabe an Journalisten, oder? Jetzt darfst du sagen, das war aber eine rhetorische Frage. Das waren jetzt viele Fragen. Erstmal die Frage Manage It oder Manage IT. Ursprünglich hieß es Manage It, von tu es, mach es. Dass diese Doppeldeutigkeit zum Managen der IT dadurch gegeben ist, das war der zweite Punkt. Ich muss sagen, also es ist so wie bei Abstimmungen 50-50. Manche sagen Manage It und die anderen 50 Manage IT. Aber es ist beides richtig. So, jetzt zum Journalistischen. Also bei den Triellen, ich habe zugegebenermaßen nur eins gesehen, das hat mir auch gereicht. Die anderen waren gleich, kann ich sagen. Das, was wir vorhin schon gesagt haben, es wurde über Wochen und Monate immer dasselbe wieder aufgekocht. Ja? Also irgendwann kapiert es dann vielleicht auch schon mal auch der Letzte im Eck, um was es hier geht. Der Wahlkampf als solches, ich habe es vorhin zum Andreas gesagt, hat im Prinzip erst so vor 2 Wochen richtig angefangen. Und deswegen auch mal die Frage, man könnte doch alles auf die letzten 2 Wochen. 120.000 Flyer persönlich austragen, Andreas. Ja, die Journalisten sind gefragt. Aber jetzt schauen wir uns die einzelnen Medien an. Ist es eine Süddeutsche, eine WAZ, eine Neue Zürcher Zeitung, die bezieht ja auch Position. Früher galt die Bild als das schwarze Blatt. Ja? Die machen auch Meinung. Ich kann mich da noch erinnern an die glorreichen Zeiten unter FJS, oder man sagt 60 plus X, ja, war da die Vorgabe für in Landtagswahlen, glaube ich. 60 plus X. Ich werde es wahrscheinlich nicht ganz schaffen dieses Jahr, aber schauen wir mal. Listen, und das war auch bei den Triellen so, die haben ja auch immer die gleichen Fragen gestellt. Die stellen, was sollen sie auch immer Fragen stellen? Oder wenn man sich diese Talkrunden anschaut, es ist manchmal, sorry, unerträglich. Unerträglich. Da muss es richtig mal krachen auch, ja. Und ich habe leider den Lanz nicht gesehen, wo sich Stoiber irgendwie in Rage geredet hat, habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich war das so ähnlich wie damals mit den 10 Minuten. Ja? Ja, also, und dann sind wir wieder beim Shitstorm. Ja. Ist es damit... Aber Philipp, wenn du sagst, was sollen denn die Journalisten für andere Fragen stellen? Also ich habe jetzt tatsächlich in der Vorbereitung einer unserer Sendungen zumindest mal die paar Programme quergelesen von den Gästen, die wir hatten. Und da habe ich mir schon ein paar am Rand so ein paar Notizen gemacht und da hätte ich schon ein paar blöde Fragen gehabt, die nicht bei den Triellen gestellt worden sind. Wir haben überhaupt nicht, aber das jetzt dann wird schon sehr politisch, wir haben viel zu wenig über Außenpolitik und Sicherheitspolitik gesprochen, wir haben über Flüchtlingshilfe, wir haben ja gestern auch gehabt, das Thema Thematik. Digitalisierung. Das ganze Thema Wirtschaft ist auch meiner Meinung nach viel zu sehr im Hintergrund. Also ganz wichtige Themen wurden zu wenig angesprochen. Und das ist meiner Meinung nach eben, das ist meine These, Verantwortung auch der Journalisten, diese Fragen rauszugreifen, die eigentlich für unsere Zukunft und für unser Land wichtig sind. Und nicht nur so oberflächlichen Kram in 23 Triellen hintereinander immer wieder selber zu fragen und immer denselben Antworten. Das langweilt doch die Leute, die sagen, dann ist es wurscht, wenn ich wähle. Ist wahrscheinlich am einfachsten. Ja, also das ist ja auch immer das Problem. Ich sehe... Früher hat man gesagt, das ZDF ist eher konservativ und die ARD ist eher rot-grün angehaucht. Das haben sie das Triell einmal zusammen geschafft, ja, aber es hat sich trotzdem nichts geändert, fand ich. Also es war eine Suppe, ja, die halt so irgendwie alles angesprochen hat. Und diese unbequemen Fragen, die sind wirklich nicht gekommen, sei es Rüstungsexport. Ja? Ja. Oder wie schaut es aus mit der EU? Was macht man mit Ungarn? Was macht man mit diesen andersdenkenden Staaten? Das kam alles nicht. Ja.
Und da frage ich mich, warum nicht? Ist man da diskussionsscheu oder eskalationsscheu? Da müsste es wirklich richtig krachen machen. Ja? Aber das ist so dieser Kuschelkurs. Ja. Und das kommt man bei der Politik auch Eskalieren wir nur im Internet und nicht dort, wo es Ja, ankommt. Hiss Das and ist die Date. Frage. Aber erstmal ein kleines Prosit. Wir frieren ja alle schon. Glück gehabt. Und alle Leute. Prost. Scherben bringen Glück. Ja. Das gar nicht zu trinken. Das macht's. Nee, aber jetzt mal zum sagst du, was Sie jetzt zu einer Schlussrunde kommen auch. Kein Stress. Ihr mit eurer Kommunikation, da müssen wir jetzt nochmal den Schlusspunkt finden, sozusagen. Krisenkommunikation ist ja für dich auch wichtig. Es kann ja mal sein, dass irgendwas ist. Wir glauben es nicht, aber es kann ja trotzdem mal passieren. Wie seid ihr vorbereitet? Ja, vielfältig. Wir sind zum einen mal mit einem Business Continuity Management ausgestattet, das heißt Kontinuität im Geschäftsbetrieb. Und da gibt es einen wichtigen Prozess, einen Aspekt, der praktisch wirklich gut durchdesignt ist, dass man wirklich zu jeder Zeit in der Lage ist, bestimmte Krisenkommunikation durchzuführen. Das hat einen konkreten Hintergrund. Wir müssen als kritische Infrastruktur eine Meldung abgeben an das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, falls es zu so einer Störung kommt, aber gleichzeitig auch an die Landesdatenschutzaufsichtsbehörde, wenn es ein Datenschutzvorfall wäre. Und genau so ein zentraler Prozess ist vorhanden, der dann auch die Kundenkommunikation mit fokussiert, dass man eben ab dem ersten Zeitpunkt, wo irgendeine relevante Sache ist, dann eben sehr offen und auch kurz getaktet kommuniziert. Plastisches Beispiel war die Problematik vor 2 Jahren, als Intel und AMD, also die beiden Chip-Hersteller, in allen Computersystemen weltweit ein Sicherheitsloch hatten. Da ging es dann wirklich um Stunden, weil Kunden haben das gemerkt, um Gottes Willen, die haben ein Sicherheitsloch, was macht die Novus Network dagegen? Und da haben wir wirklich proaktiv, genau mit diesem Prozess, der hinterlegt war, immer tagesaktuell getaktet, was unser aktueller Step ist. In der Motto, jawohl, wir haben verstanden, es gibt diese Thematik, gleich ab Minute 1, wo wir es wussten und was wir dann schon eben vorbereitet hatten und wann wir dann die Systeme gepatcht haben, wann wir die weiteren Patches eingespielt haben, als es nochmal neue Erkenntnisse gab und es dann auch wieder gepatcht werden konnte, sodass die Systeme dann wieder sicher wurden. Und sowas hat sich ja dann auch in neueren Fällen etabliert, wie zum Beispiel Microsoft Exchange Server. Da waren Kunden irritiert, die unseren Trouble-Ticket-Verteiler, so heißt es bei uns, wo genau solche Themen aktiv kommuniziert werden, die den nicht mitgelesen haben, haben gefragt, um Gottes Willen, wir sind mit unserem Exchange-Server ja völlig offen oder ähnliches. Die konnten wir beruhigen, ja, wir haben schon vor 2 Wochen kommuniziert, dass das alles gepatcht war, als bestimmte Behörden wie Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik erst zu groß in die Kommunikation gegangen ist. Also da merkt man dann eben, dass Kommunikation sehr gut und wichtig ist. Aber ein Aspekt ist auch wichtig, wenn man erste Erkenntnisse hat und selber noch nicht alle Fakten hat oder alle Mosaiksteinchen zusammengesammelt hat und irgendwie mit dieser Information an die Öffentlichkeit geht, dann muss man auch akribisch darauf achten, wenn man eine neue Erkenntnis hat, dass man diesen Change zwischen alter Erkenntnis und neuer Erkenntnis möglichst plastisch nach außen gibt, damit kein falsches Bild entsteht, dass man wirklich dann auch diese Krisenkommunikation immer hieb- und stichfest für den Außenstehenden transparent macht. Nicht, dass es dann zu negativen Problemen kommen kann. Also das die Erfahrung von einem IT-Dienstleister, der an der Stelle halt wirklich sehr proaktiv ist, fokussiert auf die Kundengruppen, die es wirklich betrifft, aber eben auch im Einzelfall dann auch mit der Marketing-Auftritt Sache nach außen, wenn es wirklich auch die Allgemeinheit interessiert. Perfekt, danke dir. Wir haben jetzt hier lauter Kommunikationsprofis, Leute, die mit Kommunikation zu tun haben, weil sie sich selbst kommunizieren müssen, dass die Politik zu weit ist zum Beispiel. Aber meine Frage jetzt an euch oder die Schlussfrage. Ein Tipp für die Unternehmer. Was ist wichtig in der Kommunikation? Und wer darf anfangen? Wer will anfangen? Von jedem mal einen kleinen Tipp, wie man als Unternehmen richtig kommuniziert in Krisen oder in Normalsituationen. Dann fange ich gleich an. Muss allerdings vorher noch sagen, also die Shitstorm-Ampel, die ist ganz weit vorne heute. Also das ist ein Mega-Ding. Ja. Das, was der Florian vorhin gesagt hat, Redlichkeit gepaart mit Achtsamkeit, ehrliche Kommunikation, das ist das Thema. Kein Schmarrn erzählen, es kommt sowieso irgendwann mal raus. Dieter, darf ich dich gleich holen? Ja, also was die Unternehmen gegenüber der Politik angeht, ist es wichtig, kompakt und klar zu sein. Wir vertragen keine langen Ausführungen und kein Marketing-Sprech. Also wir wollen einfach wissen, wo steht die Firma, wo will sie hin,
wo sind die technologischen Herausforderungen und welche Problemstellungen gibt es. Und das muss bei uns immer sehr kompakt und klar ankommen, dann kommen wir auch gut ins Gespräch. Ja. Perfekt. Ja, Die Firma Straight. Die Firma Straight. Ich glaube, wichtig in der Kommunikation für eine Marke, für sich selbst, ist ein gewissen Grad an Selbstähnlichkeit, dass man sich selbst ähnlich bleibt und dass man das nachher auch halten kann, was man verspricht, ob Marketing, Vertrieb oder egal wer in einem Unternehmen kommuniziert oder die Partei bei der Politik. Und die Selbstähnlichkeit finde ich als Grundlage, als Basis auch eines strategischen Fundaments, was man nachher aufbauen kann, essentiell und wichtig. Andi, dein Schlusswort für heute. Ja, für Unternehmen glaubwürdig, schnell und kompetent und wäre für die Politik auch manchmal nicht so schlecht. Aber du stehst dafür glaubwürdig, schnell und kompetent, oder? Müssen andere entscheiden. Okay, dann lassen wir das Publikum entscheiden sozusagen. Und Florian Schulbeck von Aldi, du darfst jetzt nochmal. Also ich glaube, ich würde jedem, der in irgendeinem professionellen Umfeld kommuniziert, empfehlen, nicht die Bundestrainerfalle auf die reinzufallen, wo jeder glaubt, er kann die Mannschaft besser aufstellen als der Bundestrainer. Kommunikation ist da ein hochkomplexes Handwerk und ich würde jedem Unternehmer empfehlen, investiert, nehmt das Geld in die Hand, kauft euch Leute ein, die das können und glaubt nicht nur, weil wir alle jeden Tag kommunizieren, dass man es selber machen kann. Ich glaube, die Zeiten sind in der Kommunikation in jedem Bereich längst vorbei. Also vertraut auf den Profis, das ist ein Investment in ganz viele Dinge und vor allem ein Aspekt haben wir noch gar nicht angesprochen für Unternehmen, vergesst bei aller Liebe zur Außenkommunikation, für mich viel wichtiger ist, was erzählen wir unseren Leuten? Macht die interne Kommunikation? Ob das Krise ist, ob das Markenbildung ist, ob das Bindung ist. Vergesst in der Kommunikation bitte nicht eure Leute, die für eure Firmen arbeiten. Das wäre mein dringender Tipp. Wunderbar. Ich danke dir. Du wolltest noch? Ja, von meiner Seite bleibt nur noch zu sagen, bei Kommunikation bringt Emotionen rüber, positive Emotionen. Also an unserem Beispiel heute, es gibt zu essen, zu trinken, wir fühlen uns wohl bei Norris Network. Irgendwas muss man darstellen und wenn das Emotionale dabei ist, ist alles gut. Perfekt, genau, super. Wir freuen uns. Bei uns geht es heute den ganzen Tag weiter. Also wir machen jetzt einen kleinen Break, weil wir eine Besichtigungstour durchs Rechenzentrum machen. Da können wir nicht draus senden. Das ist halt mal sichere Kommunikation sozusagen hier oder verbotene Kommunikation in dem Fall. Und wir machen ab 15 Uhr einen kleinen Deep Dive, hätte ich jetzt was gesagt, in Richtung Cloud und Infrastruktur. Und freuen uns um 16 Uhr circa, dass dann Clemens Baumgärtner hier noch vorbeikommt und du läutest dann mit ihm so eine kleine Afterwiesen ein. Ja, geht's bis heute Nacht. Ja, bis heute Nacht, so lange sind wir nicht da. Du, uns friert es ja jetzt schon wieder. Na, aber wir setzen uns jetzt gleich in die Sonne, tauen ein bisschen auf. Ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder. Ja. Morgen geht es um Nachhaltigkeit, Ernährung. Also das Thema, Ulrike, was du auch kurz eine Frage reingestellt hast, kopier sie bitte und schick sie mir morgen nochmal rein, dann darfst du das stellen, weil wir morgen beim Michael Käfer sitzen, in der Prinzregentenstraße und über Nachhaltigkeit und Ernährung sprechen. Mit dabei ist Julia Bauer von Nico Rosberg. So. Es ist das Sascha Filmriss. Sascha. Jede Menge interessante. Viele Leute, genau. Viele interessante Leute. Sascha Ballenberg, Sascha Ballenberg ist dabei und einige andere spannende Gäste wie Martin Wild von Organic Garden. So, das war's. Herzlichen Dank. Ich sage Punkt 13 Uhr. Servus, ciao und baba. Lieber Andi, danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und sehr gerne, war eine Freude und eine tolle Runde. Danke euch. Total spannend. Also ein Prost an euch. Prost. 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 Du darfst es mit dem Wasser. Oh, danke. Prost. Und servus, war super. Ab 15 Uhr. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt wird's Tschüss. Tschüss nach Hamburg. Ciao. Tschüss. Ciao.